Stadt und Land. Pass gut auf jetzt miteinander, eine Komödie spielen wir heut. Wir seid sicher gefreut, Wir seid gefreut. jung und alt, jeder lacht doch heut noch nur. Hört's zu, vom Schuster ist die Red, der sein Geschäft nicht schlecht versteht. Dichten tut er auch dabei, neben der Schusterei. Ja, ist er vielleicht gut ein Zweiter von Sachs? Oder ist er am Ende ein Genie? Der Thomas, der ist gar kein sonderbares Quacks. Der ist grad wie du und wie ich. Er hat nur kein Geld, aber Schulden grad nur. Drum lasst ihm sein geiziger Nachbar keine Ruhe. Aber der Wastl sein pfiffiger Gesang. Der hält so sein Meister, wie's mich meiner sei. Die zwei halten zusammen wie Zwiebel die Schuhe. Die Hauserin, die Kuli, gehört außerdem dazu. So, jetzt wisst genau Bescheid über unsere Schwesterleid. Mehr verraten wir nicht davon, hört euch selber an. Ein Pech kann ja jeder Mensch einmal haben. Ja, besonders wenn er ein Schuster ist. Von der Schusterei wird man heutzutage nimmer fett. Und dass er mit der dummen Bürgschaft reingefallen ist, das hat ihn seine letzten Ersparnisse gekostet. Ja, das ist sein Pech, aber nicht meins. Ach, so ein Stiften. Was bin ich? Geh, wer redet denn von dir? Mein doch die Stifteln, die ich an den Schuh einschlag. Ach so. Ich hab schon geglaubt, du meinst mich, hä? Du kriegst dein Geld schon. Ja, schon seit 10 Monaten. Dabei ist mir schon 1000 Mark Mietzins schuldig. Ach, das ist noch lang kein Grund, dass du eine Zwangsräumung beantragt hast. Ich möchte bloß wissen, zu was du das Häusl da brauchst. Für meine Tochter, wenn sie mal heiratet. Deine damische Tochter. Was? Die geht in die Hütten da nicht rein. Heutzutage muss sie ja als Großbauerntochter modern sein. Da braucht sie doch ein Bad mit fließendem Wasser. Warum? Ist ihm seine Tochter eine Forelle? Aber fließendes Wasser haben wir mir auch. Geh einmal hinauf in meine Kammer, da läuft's Wasser an der Wand runter. Nicht der Thomas da wär. Ich mein grad, ich muss ihn herschauen. Ochsenbau. Ja? Der Thomas, der ist nach München gefahren und da bringt er Geld mit. Ja, möchtest schon wissen, von wem? Verkauft der Mensch gar seine Versel und seine Geschichten da, hä? Das tut er auch. Ja, glaubst denn du, dass mir einer den Schmarrn abkauft? Wär gescheiter gewesen, er hätte was gearbeitet, statt dass er dicht. Dann hätte er jetzt sein Geld. Der Thomas hat, solange ich ihn kenne, immer fleißig gearbeitet, Nein. gell? Und wenn er in seiner freien Zeit einmal Versel gemacht hat oder ein Theaterstück geschrieben hat, dann war das immer noch besser, als wenn er im Wirtshaus gesessen wäre und hätte sein Geld verspielt oder versauft. Ach, ich streite mich da mit euch gar nicht lang rum. Ich hab euch das ausgerichtet, was mir mein Advokat geschrieben hat. Und den Räumungsbefehl, den schickt er euch zu, wenn der schuldige Hauszins nicht bezahlt ist. Für mich bist du ein Hammel. Was bin ich? Ein Hammel bist Du, hä? Trau daher, du! Ohne. Ja, ich kenn dich ja gar nicht mehr. Ja, ich kenne mich selber nicht mehr. Na, wenn nicht der Thomas kommen der. Jetzt ist er vorgestern fort und heute ist er noch nicht da. Da weiß ich wirklich nicht mehr, was ich denken soll. Wer weiß, wo der noch überall hingehen muss. Du, Ah? vielleicht hat er eine kennengelernt, die ihn nicht mehr auslässt. Na, das glaube ich weniger. Dazu müsste er Geld haben oder Auto. Sonst lasst ihn gleich wieder sausen. Na. Du Essen. Ah ja. Tun wir zur Abwechslung einmal essen. Ach ja. Ja. Was gibt's denn? Da gibt's Kartoffeln und eine Mille. Das ist einmal was anderes. Gestern hat's Milli und Kartoffel gegeben. Da. So. Oh,
Guten Appetit. Ja, den braucht man schon. Du bist aber auch nicht besonders scharf auf Kartoffeln, hä? Ich hätte heute nicht aufs Beste einen Appetit. In 3 Tagen liegen wir auf der Straße. Und wo soll ich mir das Geld hernehmen? Vielleicht bringt der Meister eins. Glaubst denn du, dass die in der Stadt was kaufen, was so ein Bauernschuster zusammendicht hat? Da sind schon andere da. Ja, das ist ja das, dass immer die anderen da sind. Aber wir könnten doch auch einmal zu den anderen gehören, oder? Da sind wir viel zu anständig. Da müssten wir schon sein wie... Wie die anderen. Schmeckt's dir nicht, gell? Doch. Ausgezeichnet. Hervorragend. Bloß kann ich nicht so viel Fett vertragen, weißt du. Ja, da muss ich gleich einen Schnaps drauf trinken. Ich hätte auch lieber was anderes hingestellt. Okay. Deshalb habe ich es doch nicht gesagt. Ich wollte nur meinen Magen damit täuschen. Und der hat's gefressen. Jetzt hat man so Die Welt will belogen sein, Conny. Und der Magen auch. Musst du merken. Sorgen grad nur und dann noch nichts Gescheites zum Essen. Hauptsache, dass man gesund ist. Lieber reich und gesund, als wir arm und krank. Schau, was hat jetzt so ein Armer von seiner Krankheit? Nix. Weißt du, Hä? ich gehe jetzt zu meiner Schwester. Um ein Geld? Ja, Du wirst keine Ehe aufheben. das kannst du ja denken. Aber ich muss doch was unternehmen. Wir können doch nicht am Thomas alles allein überlassen. Wenn's nur was nützt. Da werde ich wieder allerhand zum Herrn kriegen. Jetzt pass auf, Wastel. Es kann sein, dass ich heute nicht mehr heimkomme. Ja. Ich kann ja nicht gleich mit der Tür ins Haus fallen, ne? Ja, freilich. Wenn der Thomas kommt, dann müsst ihr euch heute allein helfen, gell? Ein Kaffee und ein bisschen Milch ist noch draußen. Kartoffeln sind wahrscheinlich auch noch da. Genügend. Ja, dann bin ich schon beruhigt. Du weißt du. Und in dem kleinen Tiegel, da ist noch ein bisschen Fett drin. Da könnt ihr euch dann größte Kartoffel machen. Glaubst du, die hört nicht auf mit ihren Kartoffeln? Ja, geh nur zu, wir werden uns schon was zusammenbanschen. Und tut's mir ja sparen. Bei die Kartoffel bestimmt. Oh, mei. Es ist ja sowas. Naja, es nützt ja nichts. Packen wir's wieder. Grüß Gott. Ja, das Fräulein Zinzel. Brauchen wir wieder mal ein paar Schuhdoppeln, hä? Ja, woher weißt jetzt du das? Ja, jetzt ist doch die Wallfahrer-Hochsaison. Das ist immer ein Segen für uns Schuster. Diesmal hast du es der Raden. Da. Ja, sag einmal, wo bist denn du gewesen, dass deine Schuhe gar so zerfetzt sind, hä? Im Maria-Schnee. Oh je. Ja, das ist ja 12 Stunden zu Fuß. Ja, was tust denn du in Maria Schnee? Soviel ich weiß, ist ja das eine Wallfahrt für einen Kindersegen. Ja, ja, eben, deswegen. Kinder sind ein Segen Gottes. Möchtest du heiraten? Ja, jedes Jungsmadel möchte heiraten. Ja, das stimmt schon, aber was sagt denn da dein Vater dazu? Der will's ja haben. Ja, und einmal muss ich's auch lernen. Was? Das Heiraten. Ach so. Ja, und drum lasst er ja auch das Häuser da herrichten. Und ganz modern auch noch. Mit Bad und Zentrifugalheizung. Und darum wird der Thomas in ein paar Tagen auf die Straße gestellt, gell? Ja, mei, da kann ich auch nichts dafür. Der Thomas könnt's ja anders haben. Der will ja nicht. Da möchtest du mir nicht sagen, wie. Wenn er mich heiraten tät. Ja, mein Vater wär froh, wenn mich einer heiratet. Und ich will auch einmal Ehefrau werden. Naja, das glaube ich da schon, aber ob dort der Thomas gerade der Geeignete dafür ist? Hä? Der Thomas ist nicht da. Nein, er ist nach München gefahren. Wann kommt er denn wieder? Ja, eigentlich müsste er schon seit 2 Tagen da sein. Okay, so lang kann doch ein Zug nicht Verspätung haben. Du kannst ja nicht so lange warten, bis deine Schuhe fertig sind, gell? Ja, ich mach mir jetzt Sorgen um ihn. Um wem? Um den Thomas. Ob er nicht am Entsittlichkeitsverbrecher in die Hände gefallen ist. Der spinnt doch nicht. Ja, und warum dann nicht?
Ich hab's erst neulich in der Zeitung gelesen. Man warnt die Landbevölkerung, insbesondere die Jugend, vor den Gefahren der Großstadt. Drum fahre ich ja nur rein in die Stadt. Da soll's bloß so wimmeln vor lauter schillernde Frauen, hab ich gelesen. Du, mit was schillern die? Ja, mit was schillern die? Mit den Augen schillern's, nicht? Ah, bloß mit den Augen? Einer schüren's ja. Nein, da winken's. Ja, wie machen's denn das? Ja, so. Und dann sagen's, komm mit, Bubi. Ja, und das sind die schillernden Frauen. Ja, das sind sie. Du, und auf das auf, da kriegt ja jeder einen Mann. Ja, nicht jede, aber oft. Das probiere ich auch einmal. Das sei so gut. Dann erschlagt dich dein Vater. Mit meinem Vater kann ich mich über sowas nicht unterhalten. Mit meiner Mutter erst recht nicht. Ja, ja. Vierte gut. Ich geh ja noch gar nicht. Vierte, hab ich gesagt. Vierte. Ja, was ist denn? Sag einmal, möchtest du da herin über Nacht bleiben, oder was? Na, das grad nicht. Du, Wastel, Hä? wenn der Thomas heimkommt, Ja. na sagst ihm, er muss nicht verzweifeln wegen der Räumung. Ich hab schon ein gutes Wort eingelegt beim Vater. Ja, ich werd's ihm sagen. Aber das vom Heiraten, das sagst ihm nicht. Und dass er mir narrisch gefallen tät, das sagst ihm auch nicht. Warum nicht? Mei, eine Frau darf einen Mann nicht gleich alles merken lassen. Aha. Na ja, sonst ist der Reiz beim Teufel. Ja, ja, freilich. Jetzt geh. Ja, sei so gut. Vierte. Ja, was ist denn? Ich hab glaubt, du gehst. Du, Wastel, Noch was? was tun denn die schillernden Frauen mit den Mannsbildern? Heiraten tun sie's. Bist jetzt zufrieden? Heiraten? Ja. Ja, jetzt bin ich zufrieden. Hoffentlich kriegt die keine Kinder. Ja, Kruzinesen hat der die drimmer fürs. Die müsste ja zum Kraut einstampfen gehen. Na, die mag ich heute nicht mehr. Übermorgen sind wir arbeitslos, obdachlos und mittellos. Weißt du was, Wastel? Mach Feierabend, geh ins Wirtshaus und kauf ein paar Maß Bier auf Abzahlung. Das wird das Beste sein. So, halt. Am Meister muss ich noch eine Nachricht da lassen, damit er auch weiß, wo ich bin, wenn er heimkommt. Herrschaft, da ist es aber finster. So, da. Lieber Meister, die Kuni ist zu ihrer Schwester, denn sie ist in der Hoffnung, dass sie dorten ein Geld bekommt. Zum Essen gibt es Kartoffeln. Herrschaft, wer schreibt man denn jetzt Kartoffel? Mit langen F oder mit Vogel V? Auf alle Fälle hinten mit einem I. Kartoffel und Milli. Es ist die Speise der Armen und du tust mir erbarmen. Ich bin im
Wirtshaus. Wastel. So. Und ich gehe jetzt hinten aus durch die Küche. Denn wenn es ins Wirtshaus geht, muss man immer den kürzesten Weg nehmen. Da ist ja gar kein Licht. Da ist scheinbar niemand da. Bitte schön, treten Sie ein und nehmen Sie Platz. Ja, schön ist es nicht bei mir, aber dafür umso einfacher. Ja, eigentlich habe ich ja nicht viel Zeit, aber das, was Sie mir im Auto erzählt haben, hat mich doch etwas neugierig gemacht. Entschuldigen Sie einen Moment. Lieber Meister, die Kuni ist zu ihrer Schwester, denn sie ist in der Hoffnung. Ja, das gibt's ja dann doch nicht. Denn sie ist in der Hoffnung, dass sie Torten ein Geld bekommt. Ach so. Zum Essen gibt es Kartoffi und Milli. Es ist die Speise der Armen und du tust mir der Barmen. Ich bin im Wirtshaus, Wastel. Jetzt wissen wir, warum niemand da ist. Es tut mir furchtbar leid. Bitte nehmen Sie doch Platz. Es tut mir furchtbar leid. Jetzt kann ich Ihnen nicht einmal mit was aufwarten. Ist doch gar nicht nötig, ich bitte Sie. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie dankbar ich Ihnen bin, dass Sie mich in Ihrem Auto mitgenommen haben. Aber die ganze Strecke zu Fuß, das wäre doch ein bisschen weit. Und wenn mir meine Brieftasche nicht gestohlen worden wäre, hätte ich Sie gar nicht belästigt. Ja, in der Regel nehme ich ja niemanden per Anhalter mit, aber bei Ihnen war es instinktiv eine Ausnahme. Danke. Sagen Sie, haben Sie denn gar keinen Anhaltspunkt, wer Ihnen die Brieftasche gestohlen haben könnte? Ich hab doch geschlafen. Ich war so hundsmüd von der Rumlauferei. Und weil Sie mich überall stundenlang haben warten lassen, habe ich meinen letzten Zug versäumt. Na, ich bin am Bahnhof geblieben und habe gewartet, bis der erste Zug geht. Und bin im Wartesaal eingeschlafen. Und wie ich aufwache und mir meine Fahrkarte lösen will, da habe ich gemerkt, dass ich keine Brieftasche mehr habe. Ja, haben Sie denn den Verlust nicht der Polizei gemeldet? Die hätten mir auch kein Geld gegeben. Allerdings. Sie erzählten mir vorhin, dass Sie beim Film und beim Funk gewesen sind. Was wollten Sie denn da als Schuhmacher? Ja, wissen Sie, ich bin so ein bisschen poetisch veranlagt, wie man so sagt. Ja, ich habe Gedichteln gemacht und Theaterstückeln habe ich geschrieben und zuletzt eine Erzählung nach einer wahren Begebenheit. Ja, unser Herr Pfarrer und der Herr Lehrer haben es gelesen und haben gesagt, das wäre großartig und das täte sich wunderbar für einen Film, für ein Fernsehen oder für ein Hörspiel eignen. Ich soll es doch einmal einreichen. Na ja, da bin ich halt, weil mir das Messer schon an der Gurgel sitzt. Wieso? Ich habe leichtsinnigerweise eine Bürgschaft für einen sogenannten Freund übernommen. Oh. Ja, oh. Und da bin ich also mit meinem letzten Geld nach München reingefahren und an diese Stellen hingegangen. Ja, ich sage Ihnen, das täte ich kein zweites Mal nimmer. Da gestanden bin ich wie ein Bettler. Und überall haben sie mich so kurz und bündig wie nur gerade möglich abgewiesen. Da sind Sie also Schuster und Dichter. So ein kleiner Hans Sachs, was? Ja, ein ganz kleiner. Sagen Sie mal, der Schuh da drüben, das ist wohl Ihr Meisterstück. Nein, damals war ich noch nicht Meister. Ja, dann von der Gesellenprüfung. Ja, das stimmt eher. Das war eine Prüfung als Geselle. Darf ich mal sehen? Ja, bitteschön. Tadellose Rahmenarbeit. Sehr elegant. Fast schon wieder modern. Ein eigener Entwurf von Ihnen? Ja. Sind Sie vom Fach? Nein, eigentlich nicht, aber ich habe was übrig für hübsche Schuhe. Wo ist denn der zweite? Ich würde Ihnen das Paar abkaufen. Ja, Sie werden lachen. Ich habe nur den einen gemacht. Was? Nur den einen? Ja, warum denn das? Ja, das hat so seine eigene Bewandtnis. Ach so. Und von der Bewandtnis, da wollen Sie mir nichts erzählen? Warum eigentlich nicht? Da ist ja nichts dabei. Manchmal komme ich mir direkt kindisch vor. Und oft, wenn ich den Schuh so betrachte, da muss ich lachen, was ich für ein Rümpf ich war. Ja, der Schuh, der ist mir immer so was wie ein Talisman gewesen. Und heute erst sehe ich ein, dass das lauter Schmarrn ist. Aber wieso denn? Also, lieber Meister, erzählen Sie mal die Geschichte von dem einzelnen Schuh. Ja, also, das war ja so. Vor 10 Jahren, da war ich als junger Geselle in einem großen Betrieb. Ja, wir waren 4 Gesellen und 2 Lehrbuben. Aber die armen Buben, die waren hauptsächlich dazu da, dass am Meister das Bier geholt haben, denn der hat gern um viel getrunken. Aber was die Hauptsache war, wir haben eine junge, bildhübsche Meisterin gehabt.
Ich war erster Geselle und die Meisterin hat mir hier und da Zigaretten zugesteckt oder am Sonntag zum Kaffee ein Stück Kuchen dazugelegt. Herrschaft, war ich ein Rimpfig. Naja, dumm geboren und nichts dazugelernt. Kannst nichts machen. Ja, aber erzähl mir immer noch nicht bei der Geschichte von dem Schuh. Ah ja, die kommt jetzt. Da muss ich mal über Nacht ein paar Hochzeitsschuhe machen, weil sich die Braut im allerletzten Moment ein paar weiße Brautschuhe eingebildet hat. Feierabend war lang vorbei, der Meister wie jeden Tag im Wirtshaus und ich habe an die Schuhe gearbeitet. Nicht einmal aufschauen habe ich können, so hat die Arbeit pressiert. Da spüre ich auf einmal, wie die Meisterin hinter mir steht. Ich drehe mich um und sie lacht mich an und sagt, tu dich nur nicht ihr machen lassen oder macht dich das nervös, wenn ihr dazu schaut. Ich bin ganz verlegen geworden und die Meisterin hat's gemerkt und sagt so nebenbei, das Schönste an der Braut werden deine Schuhe sein, Thomas. Tätst du mir ein paar Ballschuhe machen? Ja, recht gern, Meisterin, sage ich. Und Sie? Dann musst du mir aber gleich Maß nehmen. Stell dir einen Fuß auf den Stuhl und sag dann noch nebenbei, ja, fang nur an. Oder tust du das nicht gern? Ich kann Ihnen sagen, ich weiß heute noch nicht, wie mir war. Heiß und kalt ist mir runtergelaufen und auf einmal war Ihr Gesicht neben dem meinigen und ich höre noch ganz leise, Thomas, ich hab dich gern. Wie alles dann wieder ein bisschen ruhiger war in mir, da habe ich sie fest im Arm gehalten und sie hat zittert wie Espenlaub. Ja, von der Stunde an war natürlich für mich kein Bleiben mehr. Ich hätte ja ihrem Mann nicht mehr in die Augen schauen können. 2 Tage drauf bin ich bei Nacht und Nebel fort. Und in meiner Freizeit, da habe ich dann nach dem schönsten Maß, das ich jemals angemessen habe, den Schuh da gemacht und habe mir eingebildet, dass er mir Glück bringt. Aha, so war das also. Ja. Sie werden jetzt sicher denken, dummer Teufel. Ach, gar nicht. Ich denke mir vielmehr, dass diese kleine Episode eine hübsche Erzählung geben könnte. Ja, das habe ich schon gemacht. Ja? Allerdings mit einem guten Ausgang. Weil die Leute trotz ihrer Schlechtigkeit ja immer was Gutes hören wollen. Würden Sie mich diese Erzählung lesen lassen? Ja, recht gern, wenn es interessiert. Natürlich. Ich hab's dabei gehabt. Also, das können Sie von mir aus gern mitnehmen. Und jetzt hole ich Ihnen noch ein Papier zum Einschlagen. Lassen Sie, ich habe eine Zeitung hier, das geht so auch. Ah ja, das geht auch. Übermorgen schicke ich Sie ihn wieder zurück. Ach, das können Sie ruhig behalten, ich verbrenn's ja doch. Also da wird vorerst überhaupt nichts verbrannt. Und jetzt geben Sie mir bitte Ihre Adresse. Ja, da wäre was zum Schreiben. Thomas Nothaus, Schuhmachermeister, Nothaus, Alsbach, Oberbayern, Alsbach, Hausnummer 57,5. 57,5. So, Dankeschön und auf Wiedersehen, Herr Nothaus. Und Sie werden von mir hören. Ja. Und lachen Sie mir nicht aus, wenn Sie den Schmarrn da lesen. Denken Sie halt einfach, ich bin ein Schuster. Gute Nacht. Eine gute Fahrt und vielen Dank nochmals. Warum sich jetzt der so für meine Erzählung interessiert hat? Herrgott, bin ich ein Rimpfig. Ich habe ihm ja die falsche Adressen angegeben. Ich bin ja übermorgen zwangsgeräumt und da gar nicht mehr zuständig. Ich sag's ja, wo ich hinlang, da ist Dreck-Trumpf. Was haben wir denn heute für ein Datum? Montag, Dienstag, Mittwoch war ich in München. Ja, stimmt, heute ist Donnerstag, der 23. Also das ist eine ganz neue Zeitung. Was steht da? Selbstmord oder Unglücksfall. Auf der Bahnstrecke München-Rosenheim wurde unweit des Ostbahnhofs die stark verstümmelte Leiche eines etwa 40-jährigen Mannes gefunden. Aus den gefundenen Papieren geht hervor, dass es sich bei dem Toten um den Schuhmachermeister Thomas Nothaus aus Alsbach in Oberbayern, Hausnummer 57,5 handelt. Ja, das bin ja ich. Ob Selbstmord oder ein Unglücksfall vorliegt, konnte bis Redaktionsschluss noch nicht festgestellt werden. Ja, um Gottes Willen. Wie ist denn sowas möglich? Jetzt weiß ich selber schon immer, lebe ich oder bin ich tot? Au! Nein, ich lebe, da gibt's keinen Zweifel. Aber da drin steht, ich bin tot. Ja, gibt's denn sowas auch? Schuhmachermeister Thomas Nothaus Alsbach. Stimmt genau. Ja, wie ist denn das nur möglich?
gefundenen Papier. Ja, Thomas, das ist ja deine Rettung. Jetzt bleibe ich tot, damit ich leben kann. Was braucht der Schuster zum Leben? Was muss der als Handwerkszeug geben? Ein Hammer, ein Rehr, ein Leisten, ein Pferd, ein Bett von dazu und eine Kundschaft mit zerrissenen Schuhe. Was braucht denn ein Schuhmacher noch, damit er gut arbeiten kann? Ein Leder, ein Papp und Nägel nicht knapp, zur Brotzeit ein Bier, was zum Schnupfen fürs Nasenrevier. Was freit in den Schuster ganz fest, wenn's der und sich Maß nehmen lässt? Ein Fußsal schön klein, rund drechselt am Bein, das fällt ihm und wir, ja, dann nimmt er gleich Maß bis zum Knie. Was wird aus dem Thomas jetzt werden? Wie lässt sich der Unfall erklären? Er liegt tot am Gleis, da steht schwarz auf weiß, und doch ist der Gsei recht lebendig und schnackelt die Idee. Wann bist denn du heimgekommen? Na, warum bei der Nacht? Der Metzger Brandl hat mich mit seinem Lieferauto mitgenommen. Der war auch gerade in Zeitelfang. Und? Hast du was mitgebracht? Ja? Eine Feindschaft. Das habe ich mir gleich gedacht. Die Freundschaft und Verwandtschaft hört beim Geldbeutel auf. Ja. Sie haben kein Geld nicht, haben sie gesagt. Nein. Ja, weil sie einen Hof neu herrichten haben lassen und neue Maschinen haben sie gekauft und lauter solche Ausreden. Aber denen habe ich mit ein paar Worten meine Meinung gesagt. Mit ein paar Worten? Ja, geht denn das überhaupt bei dir? Das glaubst du. Ich hab's alle miteinander auf Kirchweih eingeladen. Und dann bin ich hinaus bei der Tür. Ja und? Haben die Einladung angenommen? Geht zu. Du, ist der Thomas noch nicht heimgekommen? Ich habe ihn noch nicht gesehen. Also da weiß ich jetzt wirklich nicht mehr, was ich da denken soll. Jetzt ist heute schon der 4. Tag. Du sag einmal, Kuni, was gibt's denn heute Mittag außer die Kartoffel zum Essen? He? Jetzt kommt der mit dem Essen daher. Und ich weiß schon immer, wo mir der Kopf steht vor lauter Sorgen. Darf man denn einen Menschen, der unschuldig in eine Notlage geraten ist, einfach auf die Straße stellen? Heutzutage darf man alles, Kuni. Grüß Gott benannt. Grüß Gott, Herr Wachmeister. Wer sind Sie? Ich? Ich bin der Gesell vom Nothaus. Und Sie? Ich bin die Haushälterin. Wo ist die Frau? Ja, der ist nicht verheiratet. Existieren sonst noch Verwandte? Wir wissen nichts davon. Dann sind Sie vorerst die zuständigen Personen. Ich muss Ihnen leider eine sehr traurige Nachricht übermitteln. Gottes Willen. Ist ihm ein Unglück passiert? Wir haben von der Kriminalpolizei München die Meldung bekommen, dass der Schuhmachermeister Thomas Nothaus von Alsbach gestern früh von einem Eisenbahnzug tödlich überfahren wurde. Jesus Maria! Lieber Herrgott. Nein, das gibt's ja nicht. Das kann doch nicht sein. Ich habe mich zu erkundigen, ob die Angaben stimmen. Aus den gefundenen Papieren geht hervor, dass es sich bei dem Toten um den Schuhmachermeister Thomas Nothaus aus Alsbach, Haus Nummer 57,5 handelt. Stimmt das? Ja. Seit wann ist der Herr Nothaus abgängig? Seit Montag. Und wo ist er hin? Nach München. Dann dürften die Angaben stimmen. Ich bin noch beauftragt, Ihnen mitzuteilen, dass Sie die Bestattungsformalitäten zu übernehmen haben. Wann die Leiche vom Gerichtlich-Medizinischen Institut freigegeben wird, wird Ihnen noch mitgeteilt. Ich bedauere.
Mein herzliches Beileid. Danke. So hätte er nicht das Grundgehen brauchen. Das hat er nicht verdient. Ich kann's nicht glauben. Ich kann's nicht glauben. Ich mein Gott, ich muss ihn reingehen sehen. Mir geht schon bald selber so wie dir. Ich kann's einfach nicht glauben, dass er tot ist und wenn sie mir's vorbeten. Das ist so ein Unglück. So ein Unglück. Ja, Kuni. Jetzt sind wir halt allein für treue Dienste. Der Thomas hat seine Ruhe und seine Schulden sind auch gezahlt. Der Herr, gib ihm die ewige Ruhe. Jetzt hat er sich angemeldet. Das ist ja unheimlich. Guten Morgen. Alle guten Geister! Halleluja! No? Habt ihr euch von dem Schrecken schon erholt? Thomas, wegen uns heißt nicht sterben brauchen. Spinn's doch nicht. Der redet ja, als wenn er leben tät. Ja, ich lebe ja auch. Geh, hör doch auf mit dem Schmarrn. So, und jetzt setzen wir uns einmal gemütlich zusammen. Ja, geht's nur weiter, ich beiß euch nicht. Kommst du direkt vom Himmel? Nein, von München. Ah ja, du bist ja in München gestorben, gell? Jetzt hör doch einmal auf mit dem Schmarrn. Ich bin doch gar nicht tot. Ah, drum kommst mir du so lebendig vor. Ja, aber dich hat doch der Zug überfahren. Mich hat kein Zug überfahren. Ich bin gestern Abend mit einem Auto rausgefahren und habe heute Nacht in meinem Bett geschlafen. Ja, aber gerade vorhin war der Wachtmeister da und hat uns die Nachricht gebracht. Das stimmt ja alles nicht. Gebt's einmal eure Hände. Ah, nein. Hat ein Toter so warme Hände als wie ich? Ja, eigentlich nicht. Ich war zwar noch nie tot, aber... Da, riech einmal. Du riechst nach Pfefferminz. Du hast ja die Zähne putzt. Stört das ein Toter? Das tue ich nicht einmal als Lebendiger. Ja. Thomas, na, du bist nicht tot. Na, jetzt spüre ich selber da diese Freude. Ja, wie ist denn das zugegangen? Wie hat denn das nur passieren können? Ja, passt auf und lasst es euch erzählen. Also in München, da bin ich umeinander gerannt, wie eine narische Trambahn. Ja. Überall bin ich gewesen. Beim Rundfunk, in alle Zeitungen, bei alle Buchverleger. Und überall war es nichts. Und dabei hat's geregnet und geregnet und geregnet. Hör auf, ich bin ja schon ganz nass. Zum Schluss haben sie mich dann noch an einen Filmverleih hingewiesen. Ja. Da war es wieder nichts. Aber dafür habe ich 2 Stunden lang warten dürfen. Und mit der Dummheit habe ich meinen letzten Zug versäumt. Na, ich bin am Bahnhof geblieben und bin eingeschlafen. Und wie ich aufwache und mir meine Fahrkarten kaufen will, da merke ich, dass ich keine Brieftaschen mehr habe. Nein. Das auch noch. Ja, da ist mir nichts anderes übrig geblieben, als dass ich zu Fuß heimgehe. Ja, du brauchst ja 5 Tage. Ja, das hätte ich auch gebraucht, wenn mich nicht ein Herr in seinem Auto mitgenommen hätte. Also kurz und gut, wir haben uns dann da herin noch über Verschiedenes unterhalten und wie er gegangen ist, sehe ich, dass er seine Zeitung liegen lassen hat. Und schau rein. Und was lese ich da? Lauter Mord und Einbruch. Nein, meine eigene Todeserklärung. Wo ist denn? Ja, da schaut's her. Selbstmord oder Unglücksfall. Auf der Bahnstrecke München-Rosenheim wurde unweit des Ostbahnhofs die stark verstümmelte Leiche eines etwa 40-jährigen Mannes gefunden. Aus den gefundenen Papieren geht hervor, dass es sich bei dem Toten um den Schuhmachermeister Thomas Nothaus aus Alsbach in Oberbayern, Hausnummer 57,5 handelt. Hm? Was sagt ihr jetzt da dazu? Ja, jetzt geht mir Licht auf. Ja, da ist ja der Pazi, der dir die Brieftaschen gestohlen hat, überfahren worden. Ja, das war ein bisschen viel Strafe dafür. Du, da sieht man wieder mal, wie die Zeitung liegt, gell? Herrschaft Thomas, jetzt, wenn wir Geld hätten, dann täten wir 3 Auferstehungen feiern, ha? Nein, wenn wir Geld hätten, dann täten wir unsere Schulden zahlen, damit wir nicht auf die Straße müssen. Na, ich brauche kein Geld nicht mehr. Wieso? Ich habe mir das alles heute Nacht ausgestudiert. Passt mal auf. Wenn Sie mich schon irrtümlicherweise für tot erklärt haben, Ja. dann bleibe ich irrtümlicherweise auch tot. Na, 4 Tage dauert es mindestens, bis ich beerdigt bin. Und dann sind wir von da weg. Und ich kläre dann hinterher in München den Irrtum schon auf. Na, Thomas, das geht nicht.
Mit sowas macht man keinen Spaß. Bei mir heißt's, wenn man leben will, muss man sterben. Ja, aber du kannst dich doch als Toter nirgends mehr sehen lassen. Ja, das braucht's ja nicht. Ich hab mir das alles schon ausdenkt. Ich rasiere mir jetzt meinen Bart weg. Ja? Und bin dann mein eigener Bruder. Und der kommt natürlich zu meiner Beerdigung im schwarzen Anzug. Ja, das ist ja gut und übermorgen zieht er dann mit uns aus. Ihr dürft's mir natürlich nicht verraten. Auf mich kannst du dich verlassen, Meister. Herrgott, das gibt eine Gaudi, verstehst du? Nein, Thomas, da mach ich nicht mit. Ja, dich brauchen wir ja da gar nicht dazu. Das machen wir zwei ganz alleine. Der Meister und sein Geselle und du verschwindest auf der Stelle, gell? Geh zu, Kuni. Mach doch keine so trauriges Geschichte. Jetzt, wo ich wieder lebendig bin. Ja. Weißt was? Du gehst jetzt in deine Kammer und packst alles ein für den Umzug und alles andere. Machen nie unter Wasser. Ach, der Herrgott geb's, dass alles gut ausgeht. Thomas, ich bitte dich, bleib nicht zu lang tot. Sonst vergeh ich noch vor lauter Angst. Unser Kuni. Bastel, auf dich verlasse ich mich, gell? Du dich ja nicht verschnappen. Meister, auf mich kannst du dich verlassen. Ich reiß meine ganze Frequenz zusammen, das sag ich dir. Gut, dann verschwinde jetzt und bin nur in den allerdringendsten Fällen zu sprechen. Meister, du bist ein Luder. Jetzt gehst hinauf und wenn du wiederkommst, dann bist dein eigener Bruder. Ja, du kannst ja dichten. Ja, das ist scheinbar eine ansteckende Krankheit. He? Willst du Geld, dann musst du erben. Ja. Willst du Lob, dann musst du sterben. Der kann's natürlich besser. Herrschaft gibt das eine Viecherei. Ach, Gott sei Dank. Na, bin ich froh. So, der Grüß Gott. Grüß Gott. Bin ich da recht beim Schuhmachermeister Nothas? Ja, da sind's richtig. Ist das seine Werkstatt? Ja, das ist unsere Werkstatt. Alles noch mit der Hand. Nicht eine einzige Maschine. So weit hat er's also gebracht, der Thomas. Und hat so viel können. Und jetzt hat er so elendig zugrund gehen müssen. Ja, können hat er viel, der Thomas. Der hätte verdient, dass er in der Stadt drin ein Geschäft gehabt hätte, nicht da draußen als Blickschuster. Haben Sie ihn kennt? Ja. Ja, wir sind miteinander in die Schule gegangen. So, das wird ihn aber freuen. Was? Ich meine, das hätten sicher gefreut, wenn er es noch erlebt hätte, gell? Kommen Sie von weit her? Ja. Ich hab's gestern auf die Nacht in der Zeitung gelesen und dann bin ich heute in der Früh gleich dahergefahren. Damit ich ihm wenigstens noch die letzte Ehre erweisen kann. Es ist alles so schrecklich, dass ich es fast nicht glauben kann. Ich meine, ich sehe ihn noch vor mir sitzen. Dann wird's ihn jetzt umso besser freuen, wenn er Sie wieder sieht. Du sag einmal, wie meinst denn du das? Ja, ich meine halt, der ist jetzt da drum und tät sich sicher freuen, wenn er das hören tät. Meinst du, dass es hört, der Thomas? Na, danach hört man nicht gut, weil der Halbbund dazwischen ist. Du sag einmal, du redst aber wirklich komisch daher. Ja, mein Entschuldigung schon, aber Wunder wär's keins, gell, bei der Aufregung. Ach ja. Wann ist denn die Beerdigung? Ja, der lässt sich nicht eingraben. Wird am Ende verbrennt? Nein, so weit lasst das nicht kommen. Bastel, wo ist denn der Tom? War das seine Frau? Na, er hat keine Frau. Ach ja. Wer erbt denn jetzt einmal das bisschen Handwerkszeug? Mei, wenn's einmal so weit kommt, dann kriegt das alles der Ochsenbauer, gell? Den ist der Thomas noch 1000 Mark schuldig. Nein, der kriegt das nicht. Das kauf alles ich. Warum? Tun Sie auch Schuster? Ich möchte nicht haben, dass das in fremde Hände kommt. Das muss ich ja sofort an Thomas sagen. Ja, sag einmal, was redst denn du immer zu? Du tust da gerade, als wenn er noch leben tät. Ja, wissen Sie, ich habe einmal ein Buch gelesen, das Weiterleben nach dem Tode, und mir ist halt gerade so, als wenn er mitten unter uns leben tät, gell? Sag lieber über uns. Also, wenn du noch nie recht gehabt hast, aber diesmal hast du recht.
Was du? Mein Beileid. Es ist schnell gegangen. Der ist auch vom Schnellzug überfahren worden. Es wird jetzt wieder Scherereien geben. Mit der Überführung und der Bestattung. Ja, du brauchst es ja nicht zahlen. Ich nicht, aber die Gemeinde. Und ich bin doch der stellvertretende Bürgermeister und der Erste ist gerade nicht da. Mit Schreiben wirst du halt hart tun und mit den Zahlen, gell? Was heißt da Zahlen? Geht doch alles auf Staatskosten. Nein, da täuscht dich, Ochsenbauer. Der kriegt doch kein Staatsbegräbnis. Das geht alles auf Gemeindekosten, Herr stellvertretender Bürgermeister. Nein. Die Kosten für die Beerdigung und die Überführung nach Waldhausen, das zahle ich. Warum nach Waldhausen? Weil ich möchte, dass er bei uns begraben liegt. Ach so. Sind Sie Verwandte? Ach, wir sind miteinander in die Schule gegangen. Das ist nett von Ihrer Frau. Ich werde auch ewig in Andenken halten. Ja, das glaube ich da schon, weil er dir auch ewig die 1000 Mark schuldig bleiben wird. Jetzt hättest du die Räumungskosten sparen können, gell? Das gehört jetzt nicht daher, gell? Doch, das gehört eben schon daher. Sie haben sich das also traut und hätten einem armen Menschen seine ganze Existenz genommen. Haben Sie die Zeitung genau gelesen? Der kann doch gar nicht lesen. Was denn? Da steht Selbstmord oder Unglücksfall. Für mich war das ein Selbstmord, weil der arme Kerl nicht mehr gewusst hat, war aus, war ein. Können Sie überhaupt noch ruhig schlafen? Der schon. Hä? Du schon. Was? Stellt man denn einen Menschen einfach auf die Straße, bloß weil er ein paar Monate seine Mietzins nicht zahlen hat können? Ja, tut man denn das, hä? Gell? Aber natürlich. Wenn man selber einen Bauch so voll hat, dann weiß man nicht, wie der Hunger ist. Ich tät mich schämen an Ihrer Stelle. Pfui Teufel. Pfui Teufel. Ich tät mich auch schämen an deiner Stelle. Hey, an das habe ich ja gar nicht gedacht. Ja, das glaube ich schon. Zum Denken gehört ja ein Hirn. Was? Also, die Schuld und die Beerdigung zahle ich. Und alles andere, das können Sie mit Ihrem Gewissen ausmachen. Der hat doch keins. Ja, ich bin doch nicht schuld an dem sein Ende, oder? Doch, du bist schuld. Aber das Gericht, wenn's rauskriegt, dass du die Schuld hast. Mein lieber Freund, das gibt etliche Jahre wegen fahrlässiger Tötung, das kann ich dir sagen. Ich muss jetzt raus an die frische Luft, weil sonst ersticke ich nur da Ja, herin. geh nur zu, mein Lieber. Angst, den hat's falsche Gewissen, schon bei der Gurgel. Also, liebe Frau, Sie sind ein Engel. Jetzt reden wir nicht mehr drüber. Ja. Ich gehe jetzt zum Herrn Pfarrer und tue die Formalitäten alle erledigen. Ja. Wo wohnt er denn? Der Thomas. Nein, der Herr Pfarrer. Ach so, im nächsten Dorf. Wir haben nämlich keine eigene Pfarrei, wissen Sie. Ach so? Ja. Ja, dann gehe ich vielleicht lieber zuerst auf die Gemeinde. Ja, ich komme dann später noch mal wieder. Ist gut. Für Gott dabei. Wiederschauen. Thomas, schnell, komm runter. Es ist was Außergewöhnliches passiert. Oh mein. Ja gut, schaust du aus. Ja, da kennt dich ja kein Teufel, Thomas. Herr Bruder, möchte ich sagen. Du darfst von mir aus ruhig Thomas sagen, wenn wir allein sind. Aber was ist denn so Wichtiges? Du, jetzt ist doch gerade eine Frau da gewesen und der Ochsenbauer war auch da. Mein Lieber, die hat ihm die Meinung gesagt. Dem haben wir einen Dampf reinlassen, der fühlt sich nicht mehr wohl in seiner Haut. Und dann hat die Frau gesagt, sie zahlt die Schulden und die ganzen Beerdigungskosten für dich. So ist recht. Ja. Da habe ich anscheinend eine unbekannte Wohltäterin. Du, die hätte um einen Tag früher kommen müssen, dann hätte man das ganze Theater nicht notwendig gehabt. Ja. Wie heißt sie denn? Ja, das weiß ich nicht, ich bin gar nicht zum Fragen gekommen. Ja. Wie schaut's denn aus? Gut, Thomas, gut, wie ein Engel, bloß die Flügel haben gefällt. Sie ist mit dir in die Schule gegangen, hat sie gesagt. Ja, mit mir sind mehrere in die Schule gegangen. Ja. Aber von all denen traue ich keiner zu, dass nach so vielen Jahren noch an mich denken oder gar meine Schulden zahlen. Ja, was weiß ich. Aber sie kommt noch einmal vorbei. Vielleicht bringe ich es raus, wer sie ist. Diplomatisch, hä? Eigentlich könnte ich jetzt wieder lebendig werden, nachdem meine Schulden zahlt sind. Nein, Thomas, ich bitte dich, einen Tag musst unbedingt noch da bleiben, schon wegen der Gaudi. Denn das gibt noch allerhand Überraschungen, das darf man glauben. Und die Alsbacher, die können schon was vertragen. Also gut, von mir aus, ein Tag mehr oder weniger tot, auf das kommt jetzt auch nicht mehr drauf zusammen. Und Bastel, sag mal, ist das war was leider erzählen? Ja, was sagen Sie denn? Hä? Ja, der Thomas wäre tödlich verunglückt. Ja. Mei, weißt du, ich selber lies keine Zeitung, weil ich interessiere mich nicht so für Politik. Naja, freilich. Aber das wäre ja furchtbar. Du meinst, dass er nimmer zum Heilen ist? Ja, mei, es könnte schon sein, dass er in ein paar Tagen wieder pumperl gesund ist. Momentan ist er halt im gerichtlich-medizinischen Institut, gell? Ah ja, bei den englischen Fräulein. Da tätst du auch hinkören.
Zu den englischen Fräulein? Nein, ins Gerichtlich-Medizinische Institut. Du, sag einmal, der Herr da hinten, ist das vielleicht der Doktor vom Gerichtlich-Medizinischen Institut? Nein, das ist nicht der Doktor, das ist der Dings, der Bruder vom Thomas. Oh, wirklich? Du, der schaut ja runtergerissen gleich. Ja. Herr Nothaus, ich gehe jetzt nur hinaus in die Küche zu unserer Haushälterin, zu der Kunigundi, und schau, wie weit sie ist mit dem Einpacken. Bin gleich wieder da, Herr Nothaus, gell? Sind Sie sein Bruder? Ja, Mein Beileid. Oh. Ja, mei, ich bin selber auch schon ganz unglücklich, wenn ich dran denke, dass der Thomas nicht mehr gesund wird. tät Ihnen das so leid? Ja, freilich, die wollten ja heiraten. Ja, da weiß ich ja gar nichts davon. Ja, das glaube ich schon, dass er Ihnen das nicht gesagt hat. Er hat's ja selber nicht gewusst. Nein. Ja, jetzt ist meine letzte Hoffnung auf einen Mann auch beim Teufel. Oh, da wird sich schon ein Ersatz finden. Glauben's? Ja, freilich. Sie sind die Tochter vom reichen Ochsenbauern und der Heisel kriegen's auch. Mit Bart. Ja, umso besser. Dann findet sich bestimmt ein Ersatz. Ja, ich glaube schon bald selber. Sie, wie meinen Sie jetzt das mit dem Ersatz? Naja, dass sich halt einer finden wird, der ein Ersatz wäre für meinen Bruder. Aha, jetzt habe ich einen. Sind Sie verheiratet? Nein, Täten Sie mich heiraten? wie kommen Sie jetzt auf sowas? Ja, weil Sie der einzige Ersatz wären für Ihren Bruder. Ach so. Ja, Sie darf mir gefallen. Sie haben so was Solides. Gar so solide bin ich gerade nicht. Nachher kenne ich mich schon aus. Schwärmen Sie am Ende für schillernde Frauen. Ja, das könnte leicht sein. Ui, nachher weiß ich schon, wie ich dran bin. Ich gehe jetzt ein bisschen raus an die frische Luft, Warum? weil mir der Herrin so heiß wird. Komm mit, Bubi! Ja, was lachst du denn so? Also das hätte ich hinter der Zenzel doch nicht vermutet. Was? Heiraten will's mich. Oh, er ist dein Bruder. Ja, freilich. Sie meint, ich wäre der beste Ersatz für mich. Also mit deiner Verwandtschaft, da kennt sich kein Teufel aus, Thomas. Das sag ich Du, dir. da bleib ich lieber maustot. Ja, ich mach dich schon wieder lebendig, wenn ich dich brauch. Wenn ich nur wüsste, wer die Frau ist, die sich so für den Thomas einsetzt. Ob das nicht... So, jetzt bin ich wieder da. Erledigen habe ich gar nichts können, weil der stellvertretende Bürgermeister nicht daheim war. Aha. Naja, muss ich halt morgen die Gänge machen. Du Wastel, Was denn? wenn du nichts dagegen hättest, dann bleibe die ganz gerne ein bisschen da. Das wäre mir lieber wie im Wirtshaus, weißt. Ja, freilich. Ich lass dir von der Kuni gleich einen Kaffee kochen. Du wirst wahrscheinlich noch halbwegs nüchtern sein. Mach das inzwischen ein bisschen bequem. Bin gleich wieder da. Dankeschön, Wastel. Schön. Tja, das ist seine Arbeit. Genauso sauber wie damals. Ah, nicht einmal mit einem Kaffee kann ich da aufwarten, weil die Kuni schon alles verpackt hat. Ich verstehe schon, dass alles drunter und drüber geht. Du Wastel, Hä? meinst du, dass ich den Schuh da mitnehmen darf? Als Andenken. Ja, von mir aus schon. Wenn der Thomas nichts dagegen hat. Der hätte bestimmt nichts dagegen. Interessiert dich der Schuh so? Mich interessiert alles, was von Thomas ist. Es war bestimmt sein Meisterstück. Hm? Na, ob das sein Meisterstück war, das möchte ich gerade nicht behaupten. Denn wenn man ein Meisterstück macht, dann macht man ja was Ganzes und nichts Halbes. Wieso? Ja, weil er nur den linken Schuh gemacht hat. Ach, das ist aber komisch. Das war komisch. Ob ich's mir nicht gleich gedacht hab. Was? Was hast du dir gedacht? Ah, nix. Geh, sitz dir mal danüber. Warum?
Das wirst du dann schon sehen. So, und jetzt ziehst du mal deinen linken Schuh aus. Geht zu was denn? Ich möchte beim Anprobieren was ausprobieren. Also, von mir aus. So. So, Dela. Jetzt begreife ich alles. Herrgott, wird der Thomas eine Freude haben. Sag einmal, du redst aber wirklich spaßig daher. Nein, ich bin halt einmal ein spaßiger Kerl. Und? Passt er? Wunderbar. Wir angossen. Und federleicht ist er. Das ist auch eine Maßarbeit. Jetzt verstehe ich schon, dass er in den Sue so verliebt ist. Was? Jetzt weiß ich auch, wer du bist. Ich? Warum? Wer soll ich denn sein? Dem Thomas seine frühere Meisterin, die er bis heute noch nicht vergessen hat. Und woher weißt du das? Vom Thomas? Eigenhändig. Das hätte er nicht sagen dürfen. Er muss dem nichts nachtragen. Ich glaube kaum, dass er es einen anderen gesagt hat. Und mir hat er es ja auch nur erzählt, weil er einen Rausch gehabt hat. Da war's ein Rausch. Ja, einen ganz einen kleinen natürlich. Das größere Drum davon hab schon ich gehabt. Nicht? Naja, er ist halt ein bisschen elegerisch gewesen und ich hab Sporen angefangen, warum der Schuh da drüben immer so allein rumsteht. Und hab gestichelt, ob das vielleicht damit zusammenhängt, weil er selber so einschichtig ist. Naja, dann hat er mir's halt erzählt, wie er dir den Schuh angemessen hat und so weiter und so fort. Das andere weißt du doch selber. Ja. Jetzt wirst du ihm doch nicht mehr böse sein, dem Thomas. Nein, ich bin ihm nicht böse. Nein. Mir ist ja auch nicht anders gegangen. Nur hab ich keine Menschen gehabt, dem ich es einmal erzählen hätte können. Du, sag einmal, wie bist denn du eigentlich mit den Nerven beieinander? Wie meinst du das? Ja, ich mein, nicht, dass dich gleich der Schlag trifft, wenn ich dir jetzt eine große Freude mache. Ich wüsste nicht, was mich freuen könnte. Dann schaust mir jetzt in die Augen und glaubst mir das, was ich dir sag. Der Thomas ist gar nicht tot. Der lebt. Was? Gewiss war es. Na. Ja. Na, aber das kann doch gar nicht sein. Freilich. Ich hab's doch in der Zeitung gelesen. In der Zeitung stimmt nur eins und das ist Datum. Ja, was? Ja, du, dann red doch schon. Also pass auf, der Thomas ist in München gewesen, war die ganze Nacht am Bahnhof und hat auf den ersten Zug gewartet. Ja? Ist eingeschlafen und wie er in der Früh munter geworden ist, hat er gemerkt, dass ihm einer die Brieftaschen gestohlen hat. Ja und? Ja und. Der ihm die Brieftaschen gestohlen hat, der ist vom Zug überfahren worden und nicht der Thomas. Was? Du, ist das wirklich wahr? Ja. Zum Beweis werde ich hier den Thomas in Lebensgröße runterführen. Moment. Mein Gott. Das Herz klopft mir bis zum Hals rauf. Ob's nicht doch gescheiter wäre, wenn ich wieder gehe? Jetzt geh zu, Bubi. Grüß Gott. Thomas. Regina. Mein Thomas, weißt du, lebst. Okay, das ist gelungen. Frau Schönbichler. Aber geh. Warum sagst du denn nicht Regina zu mir? Ja, das tät sie wohl nicht schicken. Schickt sich schon, Thomas. Und viel besser wie damals. Ich bin nämlich seit 5 Jahren Witwe. Geh, Thomas, sag doch ein einziges Wörtel. Hm? Regina, du hast nicht mehr geheiratet. Mei, Thomas, wenn man so verheiratet ist, wie ich war, dann hat man keine Sehnsucht mehr nach einem Mann. Und von dir habe ich ja die ganzen Jahre her nichts mehr erfahren, bis ich gestern die furchtbare Nachricht in der Zeitung gelesen habe. Regina, dass wir uns auf die Art wiedersehen, das hätte ich mir auch nicht träumen lassen. Das Glück kommt scheinbar erst, wenn man tot ist. Aber Thomas, du willst doch nicht ewig tot bleiben. Ja, warum nicht? Jetzt bin ich gerade auf den Geschmack gekommen. Tja, aber ich will doch keinen toten Mann. Regina. Thomas, hast du dir das nicht auch einmal so gewünscht? Mhm. Ja, wenn du die Schneid hast und einen verkrachten Schuster heiraten willst, dann... Dann? Ja, dann muss ich wieder lebendig werden, denn als Toter kann ich mit so viel Glück nichts anfangen.
Herrgott, ist das schön. Wenn man tot ist, unglücklich. Jetzt, Thomas. Ja, als Lebendiger wäre mir das nie passiert. Ja, du, das könnte ganz leicht sein. Hätte ich auch nie deine Adresse erfahren. Na, Frau Meisterin, haben die Wiederbelebungsversuche Erfolg gehabt? Ja? Also mal schauen. Naja, der Puls geht zwar noch etwas langsam, aber das ist begreiflich nach 10-jähriger Ohnmacht. Du Thomas, dass ich nicht vergisst, da ist ein Einschreib-Expressbrief für dich gekommen. Ich hab derweil unterschrieben, gell? Warum du? Du bist ja momentan im Jenseits, nicht? Ah ja, richtig. Ach so, ja. Komet Film AG München. Was? Sehr geehrter Herr Nothaus, mit Interesse habe ich Ihre Erzählung gelesen. Wir haben uns entschlossen, sie zur freien Bearbeitung und Verfilmung zu erwerben und bieten Ihnen eine Pauschalsumme in Höhe von 5.000 Mark. Was denn? Es sind 3 Nullen hintran. Ja, Mal schauen, ganz stimmt. Da, was denn? 5.000 Mark, die Ihnen nach Unterschrift des beiliegenden Vertrages sofort zur Verfügung stehen. Hochachtend Otto Jansen, der Sie mit dem Auto nach Hause brachte. Na. Ja, sowas. Regina? Thomas. Was? Nein, da geh ich nicht. Der Vertrag, wo ist denn der Vertrag? Was du? Ein Tinten, schnell, hol mir ein Tinten. Jawohl. Und du, Regina, lies bitte noch mal durch, sonst werde ich narrisch. Ich kann's immer noch nicht glauben. Ich kann keine Tinten nicht finden, verstehst du? Da, nimm da mal deine Schuster rein. Ja, Thomas, das stimmt alles. Du brauchst bloß unterschreiben. Mei, das ist wie im Märchen. 5.000 Mark. Ja. Glaub mir, Regina, ich bin ein nüchterner Mensch, aber heute sauf ich mir einen Rausch an. Ich auch. Das heißt, wenn die Regina nichts dagegen hat. Nein, da trinke ich schon mit. Ja, weißt du, dann holst 2 Maß Bier und eine Flasche Wein auf meinen Namen. In Ordnung, 2 Maß Bier und eine Flasche. Aber das geht ja nicht. Du bist ja tot. Ja, stimmt. Du, ich probier's einmal. Ich werde dem Wirt sagen, er darf dafür von einer Kranspende Abstand nehmen, gell? Das Nichts mehr gesagt, Wastel, sondern zahlt wird. Komm. Zahlt wird? Ja, freilich. Da? Ui, ist der echt? Ja, aber selbstverständlich. Schau, Thomas, sowas gibt's noch. Also, was hast du gesagt? 2 Flaschen Bier und zwei Flaschen Wein, oder was? Nein, aber nimm am besten gleich 3 Maß Bier, weil du trinkst ja doch mehr. In Ordnung, ich bin gleich wieder da mit den 4 Maß Bier und den 5 Flaschen Das Wein. ist sein Regina. Ich weiß gar nicht, wie ich dir das alles danken soll. Dass du mich ein bisschen gern hast. Ein bisschen? Das ist für dich viel zu wenig. Einpackt habe ich jetzt alles. Kuni, gute alte Haut, jetzt wird alles anders. Ja! Jetzt fängt ein neues Leben an. Heiraten durch. Oh nein, Thomas. Bin halt doch schon ein bisschen zu alt für dich. Geh zu. Da drüben steht mein liebes Weiberl und meine Meisterin. Freut mich. Na ja, dann bin ich ja jetzt überflüssig und kann gehen. Nein, Kuni, du bleibst bei uns. Mei, ich hab dir ja so viel zum Danken. Schau, wenn du nicht gewesen wärst, die den Thomas jahrelang so gut versorgt hat, du, dann wäre er vielleicht schon längst verheiratet. Hm? Weißt du was, ich gehe jetzt raus mit dir in die Küche und dann erzähle ich dir alles. Jetzt Na, bin komm ich doch du. nicht überflüssig. Aber nein. Du, jetzt ratsch mal. Ja, Und jetzt fangt's Leben von vorn an. Grüß Gott, Jasmar und Josef. Was ist denn los? Ja, jetzt wenn ich nicht gewiss wissen darf, dass der Thomas tot ist, dann hätte ich glauben, der steht da von mir. Das könnte leicht sein. Ui, die gleiche Stimme, das gleiche Aussehen. Nur der Bab fehlt. Heilige Mutter Anna, das wird doch nicht sein Geist sein, Aber schaust mir den so an? weil ich mich nicht mehr auskenne, für wen ich die halten soll. Ja, haltst mich halt für meinen Bruder. Für einen Bruder. Gott sei Dank, ja, nachher. Na, bin ich schon beruhigt. Darf ich mich ein bisschen hinsetzen? Ja, von mir aus. Ja, dann bin ich so frei, Dankeschön. Ja, sag einmal, bist du ein Zwilling? Ja, zufällig.
Drum siehst du deinen Bruder so gleich. Wie heißt denn du? Thomas. Thomas. Wieso Thomas? Ihr kennst ja nicht alle zwei Thomas heißen, oder? Ja, weißt du, das ist ja so. Von Von uns zwei hat jeder einen anderen Vater gehabt und die haben alle zwei Thomas geheißen. Da ist der eine ehelich und der andere außerehelich geboren. Na ja, das leicht mir schon ein. Das ist ganz klar, nicht? Ja, ganz klar. Bei mir ist es ein bisschen anders. Ich bin der Ochsenbauer. Das merke ich. Hä? Du kommst wahrscheinlich wegen der Zwangsräumung. Eben nicht. Ich war gestern schon da und wollte dem Bruder aus alter Freundschaft, wollte ihm die Schuld schenken, aber er war nicht da. Und heute in der Früh habe ich das schreckliche Unglück erfahren. Ja, ich kann nichts dafür. Ich habe den besten Willen gehabt, dass ich ihm helfe. Ja, das ist sehr nett von dir. Aber jetzt ist es ein bisschen zu spät. Ich habe nicht wissen können, dass sowas passiert. Fürchterlich. So ein braver Kerl. Ja, tröst dich nur, Ochsenbauer. Das wird dir der Thomas hoch anrechnen in der Ewigkeit. Ja, deswegen tue ich es ja. Also pass auf, jetzt geh mal her. Jetzt gib dir den Schuldschein. Dann sind wir zwei quittet und ich habe nichts mehr zum Fordern. Tut mir noch leid, dass ich ihm den Schuldschein nicht persönlich geben kann, weißt du? Oh, das ist genauso viel, wie wenn du den persönlich übergeben hättest. Ja, ich hoffe, dass er mir zuschaut, der Thomas. Das tut er. Ja, dann sind wir wieder auf gleich, gell? Ja? Also dann, mein herzliches Beileid und weißt schon, Ruhe sanft. Ja, das tue ich ganz bestimmt. Der Herr Ochsenbauer. Ja, ich hab grad mit dem Bruder vom Thomas geredet. Ja, er hat mir die Schuld geschenkt und den Schuldschein da zurückgegeben. Dabei ist gar nicht Weihnachten. Und wie ist es mit Ihnen, Frau? Schönbichler. Schön wär's, Frau Bichler, ja. Also es bleibt dabei. Sie übernehmen die Kosten der Überführung von Thomas in Ihre Heimatgemeinde. Die Überführung vom Thomas zu mir, die werde ich ganz persönlich leiten. Na ja, dann ist ja alles erledigt. Ja, was du? Ich hab doch gesagt, 3 Maß Bier. Ja, weiß, der Wirt hat nicht wechseln können, gell? Gehört das alles da zum Leichentrunk, hä? Nein, das gehört für eine spiritistische Sitzung. Wieso denn, hä? Weil wir heute Nacht um 12 den Thomas erscheinen lassen. Wenn einer gestorben ist, sind die Leiden immer groß. Sie sagen bloß das Gute und sind voller Lob. Aber wenn er noch leben darf, kann sein, dass ihn reiht. Nur Schlechts wird ihm noch gesagt, ja so sind die Leid. Drum gibt dir im Leben schon einen heiligen Schein Und für deine Nachbarn aufs Eis. dann lassen's die Bosheit von selber gleich sein. Und zahlen für deine Leiche jeden Preis. Hat dir ein Weibsbild dein Herz heimlich stolz. Und bist du dir nicht gewiss, ob sie dich mag, Dann stell dich gleich scheintot vom Kopf bis zum Fuß und sag ihr, jetzt trifft mich der Schlag. Und wenn's um dich flinnt und kein Trost nimmer kennt, dann blinzel dir zu, sie kehrt dir schon pur. ja, die Liebe auf der Welt seid heut doch mehr wie's Geld und is eine reich obendrein. So wird's auch dein Schaden nicht sein. Also Kuhn, ich kann mich auf dich verlassen.
Einpacken tust nur das Allernotwendigste. Am Thomas sein Handwerkszeug und am Wastel das seinige auch. Hm? Ist schon recht. Aber die Kartoffel hast du da, gell? Lass es, ich kann's fast noch nicht glauben. Mein Gott, nein, ich weiß gar nicht, wo ich zuerst anfangen soll mit dem Einpacken. Überall, nur nicht im Keller. Jedes Stückel tut mir leid, das ich da lassen muss, weil doch überall eine Erinnerung dran hängt. Und den Schuh da, den nehme ich selber mit. Könnt's nicht nur einen Tag da bleiben? Mir wär's fortgehen direkt leichter, wenn ich nicht allein gehen müsste. Schau, Kuni, so gerne da bleiben tät allein schon wegen am Thomas. Aber ich muss heim. Ich hab nicht nur ein großes Geschäft, sondern auch einen sehr schönen Laden. Naja, und dann muss ich ja noch auf Standesamt und... Ach, mei, mir dauert's überhaupt alles viel zu lang. Also Meisterin, deine Brautschuhe, die mache ich dir höchstpersönlich. Du brauchst dann nicht mehr gehen, dann kannst du dann schweben. Ja, wenn du das auch gut machst, Wastel, dann hätte ich nichts dagegen, wenn dich der Thomas zum Obergesellen macht. Oh. Ja, so jetzt darf ich aber wirklich schauen, dass ich weiterkomme. Wann geht denn der nächste Zug? Um 11 Uhr kommt er gern, wenn er keinen Gegenwind hat. Also, dann sind wir uns einig. Du, Kuni, du kriegst ein ganz schönes Zimmer bei mir, dass da nichts abgeht. Du musst bloß die Hausarbeit machen, ja, umkochen. Auwe. Was hast denn, Bastel? Hat zu viel Kartoffeln im Keller? Nein, nicht einen einzigen. Dann wird sie aber als Köchin enttäuschen. Guten Morgen allerseits. Morgen. Morgen, Regina. Guten Morgen, Thomas. Ja, wie hast du geschlafen? Gut. Du, ich glaub, so gut wie noch nie in meinem Leben. Na komm, das ist nicht für die, du verbautster Teenager, gereicht. Oh mei, Thomas, du machst mir's weggehen, weil wirklich nicht leicht. Ja, dann bleib halt noch da. Normalerweise bin ich ja noch gar nicht beerdigt. Und du bist doch zu meiner Beerdigung gekommen. Ja, weil aber die bis auf Lebensdauer verschoben ist, fahre ich heute noch heim und du kommst dann morgen oder übermorgen nach. Als mein? Mann. Na, ist mein halber Mann. Aha. Ja, du ganz wirst es erst, wenn wir verheiratet sind. Du. Sind Sie Anverwandte des Verstorbenen? Ja, sogar sehr. Die Trauer scheint nicht sehr groß zu sein. Wir haben auch gar keinen Grund zum Trauern. Kann er mal denken. Der Verstorbene war ja mittellos. Haben Sie eine Ahnung, wie reich der ist? Ich habe Ihnen die Meldung zu machen, dass die Leiche des Verunglückten vom Gerichtlich-Medizinischen Institut freigegeben ist und die Überführung und Bestattung stattfinden kann. Ui, ich bin ja tot. Das habe ich jetzt vor lauter Lebensfreude ganz vergessen. Was wollen Sie mit dieser Bemerkung sagen? Ja, einen Moment, Regina. Ich glaube, das Sterben ist leichter, als wir wieder lebendig werden. Ja. Telefonier sofort nach München an die Kriminalpolizei und klär den Irrtum auf, sonst wird's brenzlig. Ich werde es dem Wachtmeister ausdeutschen. Ja, gleich, Thomas. Ich bin selber so froh, wenn du wieder lebendig bist. Herr Wachtmeister, jetzt nehmen Sie bitte schön Platz. Ich muss Sie nämlich über was aufklären, was Sie vielleicht nicht gleich begreifen werden. Moment, die Polizei begreift alles. Haben Sie schon einmal mit einem Verstorbenen geredet? Bis jetzt noch nicht. Ja, dann deren Sie es jetzt. Wieso? Weil ich tot bin. Wer? Ich. Sie leben doch. Ja, freilich lebe ich. Gerichtlich, medizinisch bin ich tot. Und in Wirklichkeit lebe ich und das möchte ich aufklären. Brauchen Sie nicht aufklären. Ja, dann bin ich ja tot. Das verstehe ich nicht. Sehen's, dass die Polizei doch nicht gleich alles begreift. Was wollen's denn eigentlich? Ja, gar nichts, als wie wieder lebendig werden. Aha. Sagen Sie mal, stehen Sie unter Alkoholeinfluss? Wieso? Oder gehört das zur Zimmereinrichtung? Na, da haben wir gestern meine Auferstehung gefeiert. Ja, ich sehe ja ein, dass ich eine Dummheit gemacht habe, weil ich es nicht gleich gemeldet habe. Was haben Sie nicht gemeldet? Ja, dass ich nicht tot bin, sondern lebe. Ja, aber Sie leben doch. Ja, freilich lebe ich. Aber der andere ist tot. Ja, das wissen wir ja. Na, das wissen Sie eben nicht. Sie meinen, ich bin der andere. Wer sind Sie denn eigentlich? Nicht der andere, sondern der Richtige, der Lebendige. Der Tote, der hat mir nämlich meine Brieftaschen gestohlen mit meinen Ausweispapiere. Und jetzt halten Sie mich für den Toten. Ein Toter kann doch keine Brieftasche stehlen. Das hat er ja auch noch gemacht, wie er noch lebendig war. Und dann ist ihm das Unglück passiert und jetzt sind wir praktisch alle zwei tot. In Wirklichkeit lebe ich aber. Das ist ja wirres Zeug, was Sie da reden.
Sie reden ja irr. Na, ich bin völlig normal. Herr Wachtmeister, glauben Sie mir's doch. Ich bin der Schuhmachermeister Thomas Nothaus. Sehen Sie, das glaube ich Ihnen gerade nicht. Dann ist mir auch wurscht. Auf jeden Fall habe ich Ihnen gesagt, dass ich lebendig bin. Und ich bleibe auch lebendig. Trotz dem Gerichtlich-Medizinischen Institut. Gott, total verrückt. Ja, der Herr Wachmeister. Warten Sie mal. Was ist? Wer war denn der Mann, der gerade dann aufgegangen ist? Wir haben außer mir noch einen einzigen Mann im Haus. Und wer ist es? Der Bruder vom Nothaus. So. Aha. Aber ich glaube, ich habe ja Dummheit angefangen. Hey, Herr! Nur weil du nicht aufpassen, gell? Ja, das kann doch nicht wissen, dass ein Ochs, Was Ochs? dass der Ochsenbauer bei der Tür reinkommt, nicht? Was ist denn da los? Da draußen schaut's aus, als wie auf einem Tantlermarkt. Wir haben gerade Räumungsausverkauf. So. Ich habe jetzt gerade die Meldung gekriegt von der Freigabe der Leiche. Aber wie mir scheint, Herr Wachtmeister, haben Sie die Meldung schon überbracht, hä? Allerdings. Ja. Aber da stimmt etwas nicht. Wieso? Hier ist einer da, der behauptet, dass er Der Bruder ist vom verstorbenen Nothaus, jawohl. Dass er der Bruder sein soll, habe ich gerade von seinem Gehilfen erfahren. Er selber behauptet, dass er der Verstorbene ist. Wer? Der Gehilfe? Nein, der angebliche Bruder. Ach, der spinnt ja, gell? Den Eindruck habe ich allerdings, dass er seine 5 Sinne nicht mehr benannt hat. Haben Sie mit ihm schon gesprochen? Weil gestern habe ich ihm doch im Namen der Gemeinde mein Beileid ausgedrückt. Ist das nichts? Ja, ist Ihnen da nicht aufgefallen, dass er wirr im Kopf ist? Ja, ein bisschen spaßig hat er schon dahergelegt. Ob das am Ende nicht der Schwindler ist, hä? Er hat sich bei mir nicht als Bruder ausgegeben, sondern er behauptet, dass er der Verstorbene ist. Und lebt. Wer lebt? Der Verstorbene. Das sieht er mich freuen. Wo ich doch schon im Namen der Gemeinde einen Kranz hab machen lassen. Der ist doch komplett narrisch, was wollen Sie denn? Das ist auch mein Eindruck. Jedenfalls werde ich sofort den Bezirksarzt verständigen, bevor ich weitere Schritte unternehme. Jawohl. Vielleicht können Sie inzwischen noch Näheres erfahren. Den Bruder, den Staubigen, den wäre jetzt Helfer. Der kommt mir gerade recht. Ja, du kommst mir auch gerade recht, Ochsenbauer. Was ist? Ich wollte gerade zu dir. Warum? Was möchtest du von mir? Ich muss da was sagen. Ja? Das Todsein hängt mir zum Hals raus. Ich will wieder lebendig werden. Ja, das kann man mir vorstellen. Gottes Willen, bei einem Narrischen muss man sehr, sehr vorsichtig sein. Dass er am Ende nicht tobsichtig wird. Jetzt geh ich heim. Nein, bleib nur da. Sitz dich nieder. Ja. Ich muss mit dir reden. Ich weiß schon alles. Ich weiß alles. Der Wachtmeister hat mir alles erzählt. Ja, umso besser. Da hat er also doch kapiert, dass die Sache ihre Richtigkeit hat. Der Depp. Weil nur das kapiert, der Depp. Ja, und dass ich mich als mein Bruder ausgegeben habe, das war ja nur ein Gaudi. Das war bloß ein Gaudi, Falle. Ja, okay. Ein Narrischen muss man recht lassen, mein Lieber. War bloß ein Gaudi, gell? Jetzt werden wir allmählich unheimlich. Hoffentlich werden wir nicht tobsichtig. Ja. Jetzt gehe ich wirklich heim. Nein, du bleibst da. Ja? Wir zwei sind noch lange nicht fertig. Wenn ich morgen gehe, muss alles seine Ordnung haben. Freilich. Wenn man nur nichts tut, das ich. Also, nachdem du jetzt weißt, dass ich nicht tot bin, Ja? streichst du mich. Streich ich dich? Ja, da geh her. Da. Nee, nicht im Gesicht sollst du mich streichen. Nicht ins Gesicht. Ja, woher ist das denn sonst gern? Mir ist ja wurscht. Du gehst jetzt sofort heim. Sofort heim! Geh was aus, denn Narisch, bleib doch da. Bleib da, geh heim, bleib da. Was soll ich denn überhaupt machen? Du streichst mich jetzt sofort aus der Totenliste. Ja? Ich will wieder lebendig werden. Selbstverständlich. Wenn da gerade wer kommen tät. Und jetzt Ja? rechnen wir zwei ab. Um Gottes Willen. Jetzt bringt er mich um. Du, pass auf, ich sag dir was. Wenn du mich erschießen willst, dann erschlage dich! Okay, was hast du denn, Narisch? Ich will dich doch nicht erschießen. Nee, Nein, ich will dir nur was geben. ein Gift. Dein Schuldschein, den du mir gestern gegeben hast, den schenke ich dir wieder. Ja? So, nimm ihn, ich brauch ihn nicht mehr.
Morgen krieg ich 5000 Mark und dann zahle ich dir deine lumpigen 1000 da. Aber schaust denn so blöd? Schau ich blöd? Ja, und wir? Das muss ich ganz in Gedanken machen. Also, nimm ihn jetzt, und es ist schon richtig. Ja. Morgen kriege ich 5000 Mark. Ja. Oder glaubst du es vielleicht nicht? Weil ich glaube es. Ich hab's in der Zeitung gelesen. Du hast einen Treffer gemacht im Toto. Beim Weihnachtspreisrätsel. Spinnst du? Weil ich spinne. Natürlich spinne ich. Ja, aber ich schon bald selber, dass ich spinne. Also, jedenfalls sind wir zwei jetzt im Reinen. Ja. Morgen ziehe ich von da weg und du gehst jetzt sofort heim und machst mich standesamtlich wieder lebendig. Ja. Ja, schön heimgehen. Ich heimgehen? Ja. Das große Standesamtsregisterbuch aufschlagen Aufschlagen? und den Thomas Nothas, mich, Ja. aus der Totenliste ausstreichen. Ausstreichen. Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ich Rumpelstilzchen heiß. Dede. Gott sei Dank, mein Lieber. Der hat mich jetzt so sauber ins Schwitzen gebracht. So, Was ist? Auch Sie sind's, Herr Wachtmeister. Gott sei Dank, dass Sie da sind. Haben Sie was erfahren? Ja, ich habe jetzt allerhand ausgestanden. Haben Sie mit ihm gesprochen? Weil ich geredet mit ihm. Und? Was haben Sie für einen Eindruck? Total narrisch. Die sollen wieder standesamtlich lebendig machen, hat er gesagt. Ja. Und morgen hat er gesagt, der kriegt 5000 Mark. Und dann zahlt er mir die 1000 Mark. Und dann hat er nur zum Singen angefangen und gesagt, ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ich Rumpelstilzchen heiß. Dede! So was kann der bloß ein Narischer sagen, oder? Ja, wo ist der jetzt? Da ist er auf. Hoffentlich kommt er nicht mehr runter. Ja, ich habe inzwischen den Herrn Bezirksarzt angerufen. Der kommt sofort drüber. Ja, dann schleichen wir uns. Ich habe jetzt genug von den Narischen. Naja, warten wir erst einmal das Gutachten des Arztes ab. Ja, das tun wir. Und lass mich vor! so was denn jetzt, warten wir's, dass wir morgen nicht aufgehalten sind. Jetzt nehmen wir erst einmal die alten Schuhe raus. Okay, das Klump lassen wir doch liegen, der soll sich selber aufräumen. Nein, Wastel, wir verlassen das Häusl im gleichen Zustand, wie wir es bezogen haben. Ach so. Ja, dann muss ich jetzt erst noch die Fenster einschlagen. Die waren nämlich nicht drin, wenn wir eingezogen sind. Geh weiter jetzt und gib mir mal einen Arm voll Schuhe. Nix da, du wirst dir doch nicht mit den alten Schuhen deinen schönen Anzug dreckig machen. Weißt du was? Stell dir mal dann über, dann schmeiß ich das hin. Ach so, Jetzt ja. geht's her. Also, fang auf, geht's her. Hopp, hopp, hopp. Langsam, noch Zeit. Herrgott, die Schuhe möchte ich alle den Ochsenbauer an den Kopf schmeißen. Gib was auf, sonst schmeißt das an mir am Kopf. Langsam, ich bin ja kein Torwart. Hopp, Jetzt ist morgen immer narischer Teufel. Au! Gruzinesen, versteht? Das ist ja ganz Feuerwerk. Himmelsseiten. Ja, was sieh ich denn da? Da sind ja der Ochsenbauer Zinsl ihre Raupenschlepper. Meister, pass auf! Jetzt schieß ich ein Tor, ein Gang raus, jetzt her. Ho! Aber nix ist. Noch einmal. Aha, da haben wir ja schon den Patienten. Oh! Hurra! Tor! Das ist ja nicht auch nicht passiert. Das macht man gleich los. Was machen Sie denn da? Ich? Auf Trambahn warte. Da haben Sie aber einen schönen Fußball. Der spinnt für mich. Aber lieber Herr, das ist doch kein Fußball. So, was ist es denn dann? Ein Klavier, tappiger Host, da Host.
Tatsächlich. Ich sehe etwas schlecht. Also, den müssen Sie mit dem Kinderwagen überfahren haben, das ist ja hin. Der Fußballsport ist sehr gesund. Ja, das habe ich gemerkt. Haben Sie Schmerzen im Kopf? Ich bin recht zufrieden. Aha. Wo fange ich denn mit dem bloß an? Kommen Sie. Setzen Sie sich. Aber nein, schauen Sie, ich habe doch keine Zeit. Setzen! Ich habe doch keine Zeit, nicht mehr. Wir sind doch auf der Flucht. Was sind Sie? Nichts, Biene. Sie haben mir gerade etwas von einer Flucht erzählt. Wohin möchten Sie denn flüchten? Nach Ägypten. Wie die heilige Familie. Bloß der Esel fehlt noch. So. Ich fahre auch nach Ägypten. Würden Sie nicht mit mir fahren? Also der spinnt ja hochgradig, mein Lieber. Nein, ich hab's Ihnen ja gesagt, keine Zeit, gell? Ich möchte nur Ihren Kopf untersuchen. Das vergeht schon wieder, Ich bin Phrenologe. Ja, das ist ja mir wurscht. Wenn ich nur sehen tät, was der mit meinem Kopf macht. Herein. Ja, was ist denn? Thomas! Aha, er hat immer noch die Vision. Aber Thomas ist doch tot. Nein, der lebt. Der schlagt ihn das Kreuz ab, wenn er runterkommt, das sag ich Ihnen. Ruhe. Schauen Sie auf diesen Finger. Tun Sie Fliegen fangen? Sind Sie im Krieg gewesen? Jawohl. Waren Sie verwundet? Jawohl, 2-mal. Wo? Einmal am Oberarm, das zweite Mal bei Dünkirchen. Furchtbar verwirrte Antwort. Haben Sie das Gefühl, dass Sie tot sind und trotzdem leben? Nein, ich habe das Gefühl, dass Sie spinnen. Würden Sie mit mir kommen? Ich möchte gerne von Ihrem Kopf einen Gipsabdruck machen. Ja, aber ich lasse das nicht aus meinem Kopf einen Gipskopf machen. Aber das tut doch nicht weh. Lassen Sie mir da Ruhe. Sie kommen da rein und spinnen mich an. Das sage ich Ihnen, ich bin doch kein Depp. Da können Sie mich feinarisch machen, gell? Ja, wer sind denn Sie überhaupt, hä? Ich bin der Bezirksarzt. Der spinnt einwandfrei. Der ist alle Augenblick was anderes. Zuerst war er gerade ein Freno-Dings. Ich möchte ja nur Ihren Kopf. Ja, aber Sie haben doch selber einen, wenn er auch ein bisschen defekt ist. Ich weiß Ihnen in unserem Dorf 1 Dutzend Wasserköpfe und Eierköpfe. Die können es vergipsen, aber mich lassen Sie in Ruhe. Klavier oder Fußball? Das ist hier die Frage. Ein merkwürdiger Fall. Einmal lichte Momente und dann wieder die Neigung zu Tobsuchtsanfällen. Na, Herr Bezirksarzt, wie ist das Gutachten? Hier liegt unbedingt eine geistige Störung vor. Ich werde Ihnen jetzt eine Einweisung zur Beobachtung in die Kreisnervenklinik schreiben und Sie veranlassen dann alles Weitere. Bitte die Sanitäter darauf aufmerksam zu machen, dass der Patient leicht zu Tobsuchtsanfällen neigt. Jawohl, Herr Bezirksarzt. Der Krankenwagen kann in circa einer halben Stunde da sein. Kommen Sie! Jawohl. Gott sei Dank, dass der Forst ist, du. Der hat mir jetzt fein nervös gemacht, das sage ich dir. Ja, wer war denn das überhaupt? Der Bezirkstierarzt, hat er gesagt. Was will denn der Tierarzt bei uns? Ja, ich sag das ja, dass er narischer war, nicht? Du, da müssten wir eigentlich die Polizei verständigen. Ja, das tue ich auch, bevor noch ein Unglück passiert. Dass die Regina so lange ausbleibt, das macht mich unruhig. Mei, das geht halt nicht so schnell. Die muss halt warten, bis sie eine Verbindung kriegt, nicht? Ja. Du, dann geh ich wieder in meine Kammer und tu einpacken, gell, wenn gerade was sein sollte. Du und ich geh auf die Polizei, gell? Ach, sowas, verstehst du? Ja? Bist du allein? Du kommst mir gerade recht. Ich wollte jetzt gerade auf die Polizei und dann zu dir. Aha. Bist auch schon draufgekommen, dass da was nicht stimmt? Ja, freilich, bei uns ist ein Arischer. Das weiß ich schon. Warum war er bei dir auch schon? Wieso? Weil der Leute sucht, die einen Wasserkopf haben. Was?
Wo ist er denn jetzt? Das weiß doch ich nicht, auf alle Fälle nicht mehr da, nicht? Gott sei Dank. Ja. Dann kann ich mir ein bisschen niedersitzen. Ach, ja, hättest du nicht rauslassen? Ja, hättest du nicht rauslassen. Bin froh, dass er dahin ist, aber den lasse ich verhaften, das sag ich dir. Haben wir schön die Wege geleitet. Wir haben die Sanitäter antelefoniert, die holen ihn jetzt. Na, dann bin ich schon froh. Du, sag einmal, hast du gestern nichts gemerkt, dass da was nicht stimmt? Wie er sich als Bruder, als Zwillingsbruder vom Nothaus ausgegeben hat, hä? Ja, von wem redst denn du eigentlich? Naja, von den Narrischen. Okay, der ist doch nicht narrisch. Weil ist er narrisch? Wer da einen Narrischen kennen? Ich hab da selber geredet mit ihm. Der, mit dem du geredet hast, das war doch der Nothaus selber. Halt mich doch nicht für blöd. Der Nothaus, der ist ja tot. Nein, er war tot. Jetzt ist er's nimmer. Jetzt ist er wieder lebendig. Na, jetzt kennt er mich nimmer aus. Ja, bitte nie narrisch. Du wirst schon wissen, was du bist, nicht? Ja, bin ich denn da in einem Narrenhaus? Das gibt's doch gar nicht. Ja, freilich gibt's das. Genau auf, der ist in seiner Kammer drum. Kannst ihn höchstpersönlich in Lebensgröße in Augenschein nehmen, wenn du willst. Ah, geht's so. Der Thomas hat einen Bart gehabt und der hat keinen. Wie er vor 2 Tagen gekommen ist, Ja? da hat er auch einen Bart gehabt, aber seine Frau... Der ist ja gar nicht verheiratet, was willst du denn? Also bitte seine zukünftige Frau, die will eben keinen Mann mit einem Bart, nicht? Und du warst ganz gewiss, dass das der leibhaftige Nothaus ist, hä? Genauso wie du der leibhaftige Ochs. Hä? Ochsenbauer bist. Mein lieber Freund, den werde ich was erzählen. Ich lass mich doch nicht zum Hans Wurstenmauer da herin. Ja, ja, freilich. Ich mein, der ist narrisch. Ja. Dabei darf er mich für einen Deppen anschauen. Ja, was? Da soll man bloß nicht dumm kommen, das sag ich dir. Du, pass auf. Was denn? Und du warst ganz gewiss, dass er nicht narrisch ist. Auf alle Fälle nicht so narrisch wie du. Was? Du, den hänge ich jetzt einen Prozess an. Wegen Irreführung der Behörde. Ja, das tust. Halt! Was denn, was denn? Du bleibst da. Dass ich einen Zeugen hab. Im Falle, dass er tätlich wird. Aha. Geh da bleiben, gell? Ja, kommst mir jetzt gut recht. Es wird aber höchste Zeit, dass wir flüchten, sonst gibt's bei der Garde nichts zum Lachen, mein Lieber. So, jetzt bin ich wieder da. Ja. Bislang hat's gedauert. Ja, und hast was ausrichten können? Ja, die haben jetzt den Unglücksfall an die zuständige Kriminalpolizei nach Miesbach weitergegeben. Oh mei, dann dauert's ja 4 Jahre. Naja, aber so viel habe ich wenigstens erreicht, dass heute noch der Wachtmeister instruiert wird. Mei, Wasli, ich bin so froh, wenn der Thomas gesetzlich wieder lebendig ist. Und ich, wenn wir von da fort sind, das ist ja das reinste Narrenhaus. Ja. Sag mal, wo ist denn der Thomas? In seiner Kammer ist er drum, der Ochsenbauer ist gerade bei ihm. Die verhandeln über die Lebendigen und die Toten. Ui, da muss ich dabei sein, weil sonst ist der Thomas der Verspielte. Ja. Meister, ich meine allerweil, die ganze Geschichte war kein Meisterstück von dir. Du weißt nicht, Auwe. mein Vater soll bei euch sein. Wo ist er denn? Weißt du, er soll sofort zum Wachtmeister kommen. In seiner Kammer ist er drum und verhandelt mit dem Thomas. Wegen meiner. Wieso wegen deiner? Ja, weil ich den Thomas heirat. Was für einen Thomas? Sein Bruder. Der hat doch gar keinen Bruder. Geh, du Lüger da. Gestern habe ich erst geredet mit ihm. Freilich hat er einen Bruder. Das war doch nicht sein Bruder, das war doch er selber. Wer er? Der richtige Thomas. Einer lebt da also. Ja, freilich. Geh, ich hab's gleich gesagt, dass du wieder zusammenflicker bei den englischen Fräulein im Institut. Bloß sein Bart, den wo sie ihm weggefahren haben, den haben sie ihm nimmer hinflicken können. Aber das macht nix. Ich nimmer noch ohne Bart. Ja. Du pass auf, deine Schuhe, gell, die können wir da jetzt nicht mehr machen, weil wir wandern morgen aus. Ja, nimm's mit. Ja, aber wieso, wenn ihr einen Thomas heiratet? Dann braucht's doch ihr nicht ausziehen. Wir wandern trotzdem aus in ein anderes Land, wo es keine Deppen mehr gibt. Wie mich der jetzt angeschaut hat, ich glaub, der ist scharf auf mich. Ich lass mich doch nicht zum Hans Wurstenmacher da herin. Aber Ochsenbauer, kein Mensch hat dich zum Hans Wursten gemacht, am allerwenigsten der Thomas. Schuld bist du selber. Ja, wieso ich selber? Naja, du hast doch einfach auf die Meldung, die noch nicht einmal amtlich war, im Standesamtsregister als tot eintragen. Was hätte ich denn sonst machen sollen? Ja, warten hättest du sollen, bis das alles amtlich festgelegt ist. Aha. Wenn man jemand voreilig amtlich sterben lässt, dann muss man auch wieder amtlich lebendig machen. Alles andere habe ich schon geregelt und werde ich noch regeln. Naja, und deine Schuld ist auch zahlt. Also, du hast gar keinen Schaden. Vierte Gott.
Ich werde es euch schon noch beweisen, was ein Toter ist und ein Lebendiger. Du, Vater, Was möchtest du? darf ich ihn jetzt heiraten? Wem? An Thomas. Schau, dass du verschwindest und sag mir den Namen nicht mehr. Was hast du denn bloß? Mit dir kann man ja gar nicht reden. Mit mir kann man nicht reden. Du bist ja narrisch. Was bin ich? Was bin ich narrisch? Schau, was bin ich? Ja, da. Ah, da schau her. Grüß Gott, meine Herren. Grüß Gott. Ja. Seid ein bisschen spät dran. Ist alles wieder in Ordnung. Wir haben nämlich keinen narrischen nicht mehr. Nein, nein. Wir haben nur noch einen Toten und der ist wieder lebendig. Hallo! Nachher kommen wir noch gleich mit. Ich? Ja, was soll denn ich? Ja, ich bin doch nicht narrisch. Das hat bis jetzt nur jeder gesagt. Und jetzt mich doch auslassen, was willst du mit mir? Ich bin doch der stellvertretende Bürgermeister von hier. Bürgermeister, das ist ja ganz was Neues. Schauen Sie mich an. Ja. Ich bin der Napoleon. Auf geht's, gehen wir. Lass mich doch aus, dass das narrisch war, ne? Was war denn da los? Da fährt gerade ein Sanitätsauto weg. Ui, da wird doch nichts passiert sein. Ja, das ist aber spaßig. Ja, verrückt! Ja, Wastel, was ist denn los? Ja, was? Du, jetzt haben die Sanitäter gerade einen Ochsenbauer geholt. Gottes Willen, ist ihm was passiert? Na, die hätten es holen sollen, weil sie gehabt haben, du bist narrisch, jetzt haben sie dich mit dem Ochsenbauer verwechselt. Na ja, aber das müssen wir doch verhindern. Na, lassen nur, der fährt so selten Auto. Ich habe jetzt gerade von der Kriminalpolizei einen Anruf erhalten, der alles in einem anderen Licht erscheinen lässt. Demnach wären Sie der totgeglaubte Thomas Nothas. Ja, ich bin's wirklich. Was enthielt die Brieftasche, die man Ihnen gestohlen hat? 50 Mark im Papier und mein Ausweis von der Handwerkskammer. War sonst noch was drin? Ja, auf einem zusammengelegten Zettel waren die Maße von einem Damenschuh. Können Sie sich auf die Maße entsinnen? Ja, ganz genau, wie wenn ich es gestern erst angemessen hätte. 23, 24, 32, 38. Wir brauchen es gar nicht nachmessen, Herr Wachtmeister. Sind Sie ruhig, Sie sind jetzt nicht gefragt. Ach so. Sie sind am gleichen Tag, wie das Unglück passiert ist, nach Hause gekommen. Ja, Warum haben Sie den Verlust Ihrer Brieftasche nicht sofort der Polizei gemeldet? mein Gott, die hätten mir auch kein Geld gegeben zum Heimfahren. Mir hat's ja schon so pressiert. Hat Sie im Dorf jemand gesehen, wie Sie angekommen sind? Nein, es war ja schon Nacht. Hat Sie gar niemand gesehen? Ja doch, am anderen Tag in der Früh. Der Wastel, mein Gesell und die Kuni, meine Haushälterin. Wo ist der Wastel? Das sind Sie doch. Ich bin ja nicht gefragt. Blödsinn. Also, Sie können bezeugen, dass Ihr Meister wieder wohlbehalten nach Hause gekommen ist. Bin ich jetzt gefragt? Ja. Ja, dann ist mein Meister wieder wohlbehalten nach Hause gekommen. Wie heißen Sie? Sebastian Glöffinger, Das ist gut. geboren am 18. November 1928 in Wolperdingen. Schuhmachergeselle? Ober. Was heißt Ober? Obergeselle bei der Schuhfabrik Thomas Nothas und Co. Der Co. bin ich. Das hier ist doch keine Schuhfabrik. Aber bis Sie das geschrieben haben, haben wir unsere neue Firma schon links eröffnet. Rufen Sie Ihre Haushälterin. Kuni, komm mal rein. Ja, was gibt's denn? Du musst jetzt dem Herrn da drüben sagen, was du über mich weißt. Nur Gutes. Nur Gutes, nur Gutes. Also Frau, jetzt erzählen Sie mir noch mal den ganzen Hergang. Ja, also da gibt's ja nicht viel zu erzählen, gell? Also der Thomas, der war schon 3 Tage aus. Und ich und der Wastel haben schon Angst gehabt, dass ihm was passiert ist, gell? Und vorgestern in der Früh, wenn wir gerade beim Café sitzen, kommen Sie daher ne? Und bringen uns die Meldung von dem Unglück. Also wir waren ganz auseinander. Ganz auseinander. Auf einmal kommt der Thomas und steht da, wie er leibt und lebt. Zuerst haben wir ja gemeint, das ist sein Geist. Aber dann war das wirklich. Mei, war das eine Freude. Ja, schon gut, schon gut. Eine Freude. Sie können wieder gehen. Eine Freude. Was sagen Sie gehen, Conny? Ja, was fragen Sie mich noch zuerst so dumm?
Eine Freude war das. Sind Sie in einer Lebensversicherung? Nein? Wir sind in keiner Partei, nicht einmal bei der Krankenkasse. Und warum haben Sie sich Ihren Bart abrasiert? Sehen Sie, Herr Wachtmeister, das war auch so eine Idee von mir, damit er sich nicht mehr so gleich schaut, wissen Sie? Herr Wachtmeister, auf die Weise habe ich alle Beileidsbezeugungen höchstpersönlich entgegennehmen können. Und wenn Sie mich einsperren, ein Gaudi war es doch. Ja. Aber was die Hauptsache ist, durch meinen Tod bin ich zu dem liebsten Weiberl da gekommen. Und bitteschön, Herr Wachtmeister, die ganzen Bestattungskosten für den unbekannten Toten übernehme ich. Der arme Teufel soll ehrlich und, wie es der Brauch ist, seine Ruhe finden. Ich bin ihm so viel Dank schuldig. Ich danke Ihnen und werde Ihr Anerbieten weitermelden. Und wann werde ich eingesperrt? Bitteschön, also wenn es möglich ist, nur vor der Hochzeit. Von einer Freiheitsstrafe wird wohl kaum die Rede sein, denn eine strafbare Handlung liegt nach eingehender Untersuchung nicht vor. Also Bewährungsfrist bis zum Standesamt, hä? Guten Tag. Grüß Gott. Ach, das sind Sie ja. Guten Tag, Herr Notas. Was, da staunen Sie, dass ich Sie auch ohne Bart wiedererkenne. Sieht übrigens viel besser aus. Ja, grüß Gott, Herr Jansen. Stimmt. Und das beweist mir, dass Sie mein Schreiben bekommen haben. Das ist der Herr, der mich im Auto mitgenommen hat. Warum, zweifelt jemand daran? Hat gezweifelt. Kann ich jederzeit unter Eid bestätigen. Herr Notas, ich bin ja wegen des Vertrages gekommen. Wir können mit dem Drehbuch ja sonst nicht anfangen. Also ich sage Ihnen, das wird eine reizende Geschichte. Titel: Der Schuh der Meisterin. Nur den Schluss, den müssen wir ein bisschen ändern. Ja, wenn wir den Schluss machen, den wir jetzt gerade haben, dann wird das großartig. Ja, da haut sie ihn um. Ja, was ist denn? Ja, was haben Ja, so, ja, was ist denn mit dir los, Ochse, hä? Unter die eiskalte Duschen haben sie mich gestellt. Du darfst ja schauen, dass du das Bett kommst, sonst kriegst du die Masern. Fahren die mich ins Narrenhaus. Nein. Mich, ein Ochsenbauer. Ah, die haben die Kinder. Ja, eben nicht. Wenn nicht zufälligerweise der Bezirksarzt da ist, dann behalten sie mich ja ganz. Ja, du hättest ja nichts versäumt, ne? Was? Der Fall Nothas hat sich als harmlos erwiesen. Jetzt müssen Sie ihn heute wieder in das Standesamtsregister als Lebendiger eintragen. Das ist nicht so einfach. Wie soll ich denn das machen? Tragst du ihn halt als Frühgeburt ein. Meine Aufgabe ist erledigt. Und das andere, Herr Bürgermeister, müssen Sie jetzt regeln. Habe die Ehre. Ja, gibt's denn sowas auch? Ja, gibt's denn sowas auch? Ja, was ist denn, Zinzele, ha? Vater, haben Sie ins Narrenhaus? Na, den haben sie schon wieder rauslassen. Da sind doch die Gescheiteren drin. Da gegenüber sie und so weiter. Vater, Gott sei Dank, bist du gar nicht narrisch. Noch nicht. Aber ich wär's nur. Also, meine Herrschaften, das mag für Sie ja ganz unterhalten sein, aber ich bin ja wegen des Vertrages gekommen, Herr Nothas. Haben Sie unterschrieben? Habe ich. Da ist er. Dankeschön. Und hier ist auch der Scheck über 5.000 Mark. 1000. Mark! Herrgott, gibt diesen Haufen Kartoffeln.
heute haben wir's. Du, den Kurstelljob krieg ich für langsam dick. Ich auch. Mir hängt da zum Hals raus, aber heute geh ich fort und du bleibst einmal daheim. Was? Du möchtest fort? Ja. Das kommt überhaupt nicht in Frage. Ich muss in die Fahrschule, das weißt. Und darum muss ich unbedingt weg. Unbedingt, gell? So, unbedingt. Ja. Und was ist, wenn heute Nacht die Blässe kalt? Da braucht der Papa unbedingt eine von uns zwei, wenn's hart hergeht. Noch dazu, wenn die Mama nicht mehr da ist. Herrschaft, auf einem Bauernhof bist doch der reinste Bollanti. Bald kalbt der Kuh, bald kriegt Zeiernrotlauf oder das Ross eine Kolik. Immer ist was los. Tag und Nacht hat man keine Ruhe. Nie kann man fort. Nie hat man Zeit für sein Hobby. Für deine Hobbys hättest du schon einen anderen Vater raussuchen müssen. Hör doch auf mit deinem blöden Geschwätz. Weil's vielleicht nicht wahr ist. Ich hab's auch nicht mit der Stallarbeit. Aber eine Kuh braucht halt einmal eine Hilfe beim Kalben. Und drum bleibst du da. Und warum grad ich? Weil ich das letzte Mal bei der Scheckin Kai gezogen hab. Und heute bist du dran. Und da gib ich nicht nach. Heute geh ich mal fort und du bleibst daheim. So, und jetzt weißt du's. Scheiße. Ich lass die Fahrstunde nicht ausfallen, wo ich doch heute meine erste Nachtfahrt hab. Das ist so ungeheuer wichtig, verstehst? Hör mal bloß auf mit deiner bläden Fahrschule. Ausgerechnet du musst einen Führerschein fürs Motorradl machen. Mei, du hast ja keine Ahnung, was das für eine Wolken ist. So eine 600er Maschine. Und das alles bloß wegen dem gespinnerten Heini. Du, erstens ist der nicht gespinnet und zweitens heißt der nicht Heini, sondern Heino. Ob ich oder o, blöd bleibt der doch. Was Blöde. Du vergunst mir bloß mein Heino nicht, weil der deine so ein Lädchenbini ist. Du, dir gib ich gleich einen Lädchenbini. Mein Werner hat eben normalere Anschauungen als dein Heini. Oh, Verzeihung, Heino hab ich sagen wollen. Du, jetzt sag ich dir was. Dein Bräutigam möchte ich nicht geschenkt. Dem sein Temperament ist für mich Zeitlupe. Typischer Spätzünder. Dass ich dir nicht gleich eine zünd. Ha, das probier. Aber dann kriegst du es mit meinem Boy zu tun, gell? Was ist er denn schon, dein Boy? Ein richtiger Angeber. Was kann man denn von dem schon hören? Er kann auch bloß von seinem schnellen Feuerstuhl schwafeln. Auf der Strecke bin ich 150 gefahren. Und auf der Strecke bin ich 180 gefahren. Und dann hab ich mich reingelegt im Kurven wie ein Steilwandfahrer. Und durchgeschlängelt wie Rahl. Und dann hab ich wieder Gas gegeben. Du kannst es voll gut. Man hört ja auch schon nichts anderes von dem Heini. Von einer Landschaft sieht der gar nichts. Der schaut ja bloß auf seine Tachonadel, der Rennsau. Stopp jetzt, kein Wort mehr über mein Heino, sonst kehrst du Katz, gell? Du weißt ja gar nicht, wie schön das ist, wenn man so dahin braust und in der Kurven drin liegt. Und noch schöner ist, wenn man so dahin braust und dann auf der Schnauze liegt. Und wenn's dir am Kopf stößt, ich lern's Motorradfahren und geh heut in die Fahrschule. Da bleibst. Wenn von uns heute eine fortgeht, dann bin ich's, verstanden? Na, ich geh. Ich geh. No. Was habt denn schon wieder, ihr zwei? Muss denn immer gestritten werden? Weil man sie nichts zum Verbieten hat. Ach Gott, wenn ihr zwei nicht streiten könnt, dann seid's nicht gesund. Ich will's ja nicht anders, die frustrierte Giftnudel. Dir gib ich gleich eine frustrierte Watschen. Na, jetzt schaut's euch aber, gell? Was geht's denn eigentlich? Weißt, Mama, immer nur sie kriegen eine Sondergenehmigung. Ich darf halt nie fort. Sondergenehmigung, so ein Schmarrn. Und wenn's fauchst wie eine Wildkatz, heute auf Dach geh ich fort. Doch! Ja, was hast denn so Wichtiges vor? Weißt, ich hab's an Werner versprochen, dass ich komm, weil bei dem heute auf Nacht eine Party ist. So. Beim Werner, da ist eine Party, ja. Na, was ist da los auf so einer Party? Mein nichts Besonderes, da wird halt irgendwas getrunken mit Schuss. Und dann wird tanzt und diskutiert. So, da wird tanzt und Tisch gerührt. Ja. Oh, Baby, balla, 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 balla. Du lieber Gott, nein. Wenn ich bloß an eure modernen Tanz denke, dann wird mir ja direkt schlecht. Oh, Baby, balla, 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 balla. Jetzt mach aber einen Punkt, Mama. Ja, habe ich vielleicht nicht recht. Wenn man euch bei der Tanzerei zuschaut, da weiß man ja nie, wer mit wem tanzt. Da spinnt ja jeder solo. Schaut stur vor sich hin, trinkt sich Gesteh, wie wenn er einen Feitstanz hätte, beidelt sich ab wie ein nasser Pudel und stampft dann weiter wie ein Störigsros. Keiner lacht und ist lustig. Alle Stirn sind im Boden, wie bei einer Beerdigung. Oh, pass auf, Rosl, jetzt kommt gleich wieder die alte Litanei, wie schön das früher mal war. Geh, Mama. Sie kann gar nicht verstehen, dass ihr das nicht hören wollt, wie es in meiner Jugend war.
Ihr denkt gerade, uns haben's mit Schafkäse aufgezogen. Na, gewiss nicht. Du bist schon recht, Mama. Du bist ein dufter Typ. Da bin ich das, ja, da bin ich schon zufrieden. Oh mein, früher. Früher, da hat man halt noch tanzt, wie es der Brauch war. Ein Landler, ein Polka, ein Walzer, einmal links rum und einmal rechts rum und grad schön was. Aber die Zeiten ändern sich und das musst du verstehen. Ja, aber unsere Zeiten, wo wir jung waren, die waren nicht so verrückt als wir heute. Und nicht so hemmungslos im Sex. Nur ein bisschen romantisch. Nostalgisch sind wir halt auch, gell? Nein, aber nicht so viel früher. Okay. Da ist man nämlich noch jahrelang miteinander gegangen, gell? Und glücklich war man, wenn man sich heimlich ein Bussel hat geben können. Oh. Ja, lacht's mir jetzt, was geht's? Und wie ist denn heute, wenn man euch zuschaut? In aller Öffentlichkeit wird umeinander geschmust. Das ist doch eine Schande. Gell, heimlich war es schöner. Auf jeden Fall anständiger, ne? Aber die jungen Leute von heute kennen ja keinen Genierer mehr. Heute sagt der Boy zu seinem Girl, komm, backen wir's. Und schon backen sie es. Ja, ihr wisst schon, was ich meine. Du, eigentlich kennst du dich recht gut aus, hä? Da bin ich ganz überrascht. Ja, ihr denkt gerade, dass ich hinterm Mond lebe, aber so ist es auch wieder nicht. Es gibt ja schließlich ein Fernsehen und Illustrierte. Mit Nackerte drin, gell? Ja, ich schau bloß der Papa an. Ich red und red, dabei habe ich gar keine Zeit mehr. Richtig, ja. Die Mama fährt ja heute in ihren großen Urlaub. Ja, in ihren Traumurlaub ans Blaue Meer. Wo die Zypressen blühen am Blauen Meer. Und wo die Bläschheit nachgehalten. Ja, und? Ja, da kann mir ja der Papa mit dem Auto gar nicht nach Rosenheim fahren. Du, weißt was, Mama? Ich frage an Werner, vielleicht hat der Zeit und bringt dich zum Zug. Ja, sei so Gell? gut. Gell? Bin gleich wieder da. Aber gell, ich muss auch fort. Da könnt ihr machen, was ihr wollt. Sie lasst doch die Fahrstunde nicht aus. Dieser paar Dickschädel. Nix, wir streiten den ganzen Tag. Oh mein, froh bin ich, wenn ich das einmal 14 Tage lang nicht mit anhören muss. Grad schön wird das. Herein? Grüß dich, Nachbarin! Ja, die Teres, grüß dich. Bist grad beim Einpacken? Ah ja, das werden wir gleich haben. Ich hab mir nämlich zuvor schon alles zurechtgelegt. Ich muss schon sagen, du hast verschneit. So, meinst Machst jetzt du wirklich ganz allein eine Mittelmeerrundreise, wird Leute sagen? Ja, warum denn nicht? In meinem ganzen Leben habe ich noch nie einen Urlaub gehabt. Und jetzt sind wir schon bald 25 Jahre verheiratet, Quirin und ich. Wann, da wird's höchste Zeit, wenn man von der Welt noch ein bisschen was sehen will. Recht hast du eigentlich schon. Ich bin meiner Lebtag nicht weiter wie bis auf Rosenheim gekommen. Da bist du selber schuld. Man muss einmal raus aus seinen vier Wänden. Man darf daheim nicht versauern. Naja, ohne Mann weißt du schon. Mein Gott, nein, miteinander zu zweit geht das nie. Das ist in der Landwirtschaft unmöglich. Ja, so ist halt. Wenn's dem Bauernhof hast, bist du angehängt wie's Viech. Ja, ich glaube, es ist ganz gut, wenn ich einmal allein Ferien mache. Es frischt die Liebe wieder auf, meinst du nicht, Ich weiß nicht. Ich trau mir meinen Alten nicht 14 Tage allein lassen. Weißt schon, Alter schützt vor Torheit nicht. Ja. Und ich halte mir an den Spruch, was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. Naja, dein Quirin ist ja auch 14 Tage ohne dich in Urlaub gefahren. Ja, und hat die gleiche Mittelmeerrundreise gemacht. Ich war nicht der Rambegel-Gustl auch dabei? Na freilich, gell? Ohne Gustl geht's doch nicht. Es ist doch sein dickster Freund. Da hat er schon den richtigen. Bazi meinst du? Ich möchte nichts gesagt haben. Und ich sag mir gleiches Recht für alle. Ich bin eine fortschrittliche Bayerin. Ja, das stimmt. Du bist, was man so sagt, emanzipaniert. Gott sei Dank. Also, Lena, wenn wir dich so reden, halt möchte man meinen, du wirst noch mal eine Politikerin. Nein, meine Liebe, mit dem Geschäft habe ich es nicht. Aber meine zwei Mädel meinen, ich hätte keinen Schneid, allein in Urlaub zu fahren. Aber denen wäre es jetzt beweisen, dass ich das schaffe. Ne? Wer doch gelacht. Na, sollen sie mal die ganze Arbeit allein machen. Na, werden schon sehen, was du den ganzen Tag rennen musst. Ja, du hast recht. Wenn die vom Steuer kommen oder vom Feld, dann wird das dreckige Zeug bloß in der Stube umeinander geschmissen. Ja, so sind's die jungen Leute. Na, schau nur grad wieder her, wie es da wieder ausschaut. Na, am Boden und am Kanapee, der reinste Saustall. Die sagen sie halt auch, die dumme Mutter wird schon alles aufräumen. Geh zu, mein Heute ist ja der gleiche. Ich weiß nicht, wer geschlampert ist.
Der Vater oder die Töchter? Ja, meinst mir geht's anders? Meine zwei Buben, wenn vom Fußballspiel heimkommen, da flackt's Zeug grad so umeinander. Nein. Sogar von den Rehkrickel hab ich schon runter, die T-Shirts und Säckerl und Hosen. Mir verzeihst nix. Nein, ist das was mit der heutigen Jugend? Wie soll denn das noch weitergehen? Was nimmst du alles mit? Ja, pass auf, ich hab mir schon alles aufgeschrieben. Also 2 Röck, 2 Blusen, 2 Büstenhalter, 2 Kleider, Schuhputzsach und das lange Abendkleid. Oh. Ja. Weißt du, das haben wir extra nähen lassen von der Hoppichler-Mari. Ja. Schau her, was sagst du? Ja, ist ja toll. Weißt du, auf dem Schiff gibt's nämlich eine Captain-Cocktail-Party. Aha. Ja, so, was brauche ich jetzt noch? Jetzt pass auf. Pelzstola ist schon drin, Unterwäsche auch. Herztabletten und Abführmittel. Was? Ja, das brauche ich gewiss. Weißt du, mein Stoffwechsel funktioniert nicht recht bei einer Kostumstellung. Da streikt mein Innkreis ohne Gewerkschaft. Hast nix vergessen? Vergessen hab? Ah ja, das Badesach muss noch, nein, mein Gott, noch mal. Gut, dass du mich daran erinnerst. Ja, willst du vielleicht im Mittelmeer schwimmen? Ja, blöd wäre es ja, das mit Haifisch fressen. Zu was brauchst du noch als Badezeug? Da schau mal her. Auf dem Schiff, da gibt's sogar ein Schwimmbad. Da. Ja, du liebe Frau, ist das ein Drumschiff. Das ist ja gleich größer wie unsere Kirche. Ja, da kannst du leicht recht haben. Galaxie heißt's. Na. Und sowas schwimmt auf dem Wasser. Das ist ein griechisches Schiff. Komm, gib mir her, den pack ich eh nicht, dass ich ihn vergiss. Ui. Mama backt Ei. Ich wär hi. Ich wär hi. Was sind denn das für Sprüche? Bärige. Ach komm, was rede ich denn überhaupt? Du hörst da doch nicht auf mich. Ja, was muss jetzt noch ne? Ah ja, das Kostüm. Das Kostüm nehme ich auf alle Fälle mit, für den Fall, dass an Bord kühl wird. Die Mama und ihr itzi-bitzi Teenie-Weenie Honolulu Strand-Bikini, den hab ich ja noch gar nicht gesehen. Gib's nicht her? Na, gib doch den Bikini. Gab's es? Gib's den her? Teenie-Weenie. Blöde Grädel. Du mit deinem Itzi-Bitzi-Wiese-Biene da. Das ist ein ganz normaler, zweiteiliger Badeanzug. Nix, dass der so sind, meine gespinnerten Weiber. Nix wie Blödsinn haben sie im Kopf. Musst du noch halt die Mucken wieder austreiben, wenn du heimkommst. Ja. Oh mei, da kann sich die Mama ja nicht mehr rühren. Da hat's dann einen Sonnenbrand und Heimweh nach ihrem Kurschatten, gell? Bist jetzt nicht statt. Breche, Wanzenbreche. Also Lena, vierte nachher. Vierte. Komm wieder gut heim und das Sauf nicht, sonst bist du hin. Keine Angst, die Bachwieserin geht nicht unter, die hat ein zähes Leben. Na, schon recht. Und ich schau schon öfter rüber zu deinen Leuten, wenn's fort bist. Ich kümmert mich schon um meine Nachbarschaft, das weißt. Du, da wäre ich dir recht dankbar. Schau nur ein bisschen nach da, gell? Komm, ich begleite ihn aus. Kriegst du drum Schweiners? Wir haben vorige Woche geschlachtet. Ja, ich hab schon davon gehört. Und schau ruhig nur ein bisschen nach. Ja. Freilich. Der alten Ratschen muss jetzt noch drum Schweiners geben, für das, dass uns das Haus ausspioniert, wenn Mutter nicht da ist. Das mag ich. Stinkt immer gleich. Was nimmt denn Mama alles mit? Jesus! Mein Malefiz, Klumbilent! Also, bitte, ja. Ja, was tust denn da, Madel? Muss ich mich noch bis zur letzten Minute ärgern. Schmeißt mir doch der Trampel den ganzen Koffer runter. Ich konnte keinen in der Luft reißen. Jetzt reg dich nicht auf, das nutzt jetzt auch nichts mehr. Geschenk ist Geschenk. Ja, was tust denn da? Wie packst denn du das Gewand, ey? Da kommt ja dann der Saug rausen. So legt man das Gewand zusammen. Schau her. Ja, furchtbar, wie du mit dem Zeug da umgehst. Geschlampert's, Luder, geschlampert's. Mensch, jetzt sei halt nicht so ungut. Die letzten Minuten des Abschieds. Da muss man alles durcheinander bringen, wenn du am so schimpfst. Ja, endlich auf mit der Einpackerei. Bringst mir ja mehr Unordnung in meinen Koffer rein. Schau, dass du in die Kirche rauskommst. Riech Brotzeit her. Ja. Dass die nächsten 14 Tage auch machen. Ja. Und schau, dass das Essen rechtzeitig am Tisch kommt. Sonst duscht's. Reg dich nicht auf. Wir kommen schon aus ohne dich.
Kein Mensch ist unersetzlich. Nicht einmal du. Also, ein freches Frauenzimmer, ein freches. Geschlampert hinten und vorne, aber eine freche Goschen haben, das mag ich. Okay, zu was rege ich mich denn auf? Nicht mehr lang muss ich mir die Schlamperei mit anschauen. Ach, morgen bin ich schon Freifrau und kreuz durchs Mittelmeer. Wären herrliche Zeiten. Herrliche. So. Helfen wieder. Hoffentlich ist für heute Ruhe. Naja, im Bläs wird sich schon noch Zeit lassen. Bis morgen. Hey, was ist denn heute mit der Brotzeit? Ja, gleich bringt die Susi die Brotzeit. Ja. So. So, was Blödes, du. Jetzt ist mir die Melkmaschine auch noch kaputt gegangen. Okay. Naja, das heißt, direkt kaputt ist nicht, aber irgendwo stimmt nicht damit. Ah, die muss man der Gustl reparieren. Das ist aber fad. Ja, nur keine Angst, Lena, das bringt der Rambögel alles wieder in Ordnung. Na ja, dann ist ja recht. Dann kann ich ja beruhigt in Urlaub fahren, ne? Ah, da schau her, du hast schon gepackt. Hast schon alles beieinander? Ja, ich hoffe, dass ich alles beieinander habe. Aha. Du, die Rosli ist geschwind zum Werner übergelaufen und fragt ihn, ob er mich nicht nach Rosenheim fahren kann. Ja, du, das ist eine gute Idee. Kann ich nicht weg wegen der Kuh gehen. Du, Quere. Ha? Schaut mal fair auf die Madeln. Ja, freilich. Darf das schon richtig hernehmen. Ja, ja. Was die gnädigen Fräulein wissen ja nicht, was ich alles für sie tue. Nicht, dass Schlamperei einreißt. Nein, wir werden schon ohne dich auch auskommen. Schau, die Erntezeit ist ja vorbei. Die Arbeit ist vorbei und du gehst uns gar nicht ab. Was? Ich gehe euch nicht ab. Na, so ist das auch wieder nicht gemeint. Natürlich geht's uns ab und ganz besonders mir. Aber du sollst auch deine Freiheit haben. Du brauchst Erholung. Du, da bin ich gar nicht so. Da kenne ich keinen Neid. Also du hast wirklich nichts dagegen, wenn ich fortfahre? Geh zu, Lena, du kennst mich doch. Da bin ich doch großzügig. Was mir gefällt, das soll dir auch gefallen. Gleiches Recht für alle, so sagst du doch immer, nicht? Und eifersüchtig? Eifersüchtig bist du auch nicht? Nein, nicht im Geringsten. Wir zwei führen doch eine moderne Ehe, da ist da sowas nicht drin. Ja, da ist sowas nicht drin, ja. Aber in der Gefriertruhe ist alles drin. Aber ich für jeden Tag was zu essen herkriegt, das soll euch nichts abgehen. Ist schon gut, wir finden uns schon zurecht. Das wird schon ohne dich auch gehen. So. Jawohl. Dass mir der Stall immer sauber gemacht wird, gell? Und die Milchleitung gut durchspülen, sonst kriegen wir nicht Abzug am Milchgeld. Alles wird sauber gemacht, da brauchst du dich gar nicht kümmern, Lena. Wie gesagt, wird schon ohne dich auch gehen, gell? Wie oft sagst du jetzt das noch? Was? Glaubst du, da konnte ich mich direkt aufregen mit dem ewigen, es wird schon ohne die auch gehen, wir werden schon ohne die auch auskommen. Ja, mei, sag halt, wie man's denkt, da ist doch nichts dabei, oder? Also gut, es geht auch ohne mich. Ja. Darf euch sorglos verlassen und red euch nichts mehr drehen. Ja, das geht schon nicht anders, wenn du fort bist. Ja, ich sag schon nichts mehr. Heute bin ich draußen und dann seid's mir los. Tu dich noch gut erholen, Lena, du brauchst es schon, gell? So, da. Macht auch ein Schluckerl Bier? Nein. Nicht. Danke. Du, der Papa darf halt schon in den Fahrstuhl. Was? Heute hast du Fahrstuhl? Ausgerechnet heute, wo die Mama wegfährt. Ach, so ein Blödsinn. Mein Bittchen, Papa. Papilein. Na ja, von mir aus. Nachher gehst du halt nicht, ich hab nichts dagegen. Du bist doch mein allerbester Papa. Mein einziger. Ja, freilich bin ich dein Einziger, das wäre noch schöner. Hat's überall können. So ein scheinheiliges Lüder, so ein scheinheiliges. Was ist denn, wenn heute Nacht die Bläs gehabt, dann hast du niemanden zum Ziehen? Wir werden schon ohne dich auch auskommen, jawohl. Bei jeder Gelegenheit wird mir das auf Butterbrot geschmiert. Aber ich lass mich von euch nicht ärgern. Gerade mit Fleiß nicht. Au. Was denn? Zum Zahnarzt muss ich. Du, das geht für nimmer, du versäumst ja deinen Zug. Nichts Ärgers könnte aber nicht passieren. Mir? Ja, dir. Kannst du schon nicht mehr warten, bis ich raus bin. Mama, das hat doch der Papa nicht so gemeint, gell, Papa? Ach, kann ich nicht. Ich kenn euch schon.
froh seid alle, wenn ich draus bin, ne? Ja, das merke ich ganz gut. So was hab ich im Gespür. Lena, das putzt dir bloß ein, gell? Nein. Ich kenn schon meine Pappenheimer. So. Mit Werner habe ich gekriegt, der fährt die schon zum Zug. Das ist nett. Wenigstens ein Mensch, der für mich Zeit hat. Aber ich fahr schon auch mit nach Rosenheim, damit du nicht im falschen Zug einsteigst. Du so blöd brauchst du mich nicht halten. Bin schon den richtigen Zug. Bin ja nicht aufs Hirn gefallen. Jetzt die Rosel meint das ja bloß gut. Genauso wie du, ja. Gell, Papa, danach brauche ich dann nicht mehr heimkommen. Warum? Weil doch beim Werner ein Feti ist. Was ist da eine Fete? Was ist denn das wieder für ein neumodisches Wort? Ja, Herrschaftszeiten, kannst du denn hier nicht Deutsch reden? Ja. Warum soll denn das nicht deutsch sein? Wir leben immer nur auf dem Land und da sagt man zu einer Fete Ramasuri. Ja, so. Aha. Zu einer Party möchtest du also. Da geht's wieder so vogelwild auf, das kenn ich schon, gell? Und dann sind sie alle high. Immer noch besser wie ich. Nein, fangt nicht schon wieder zum Streiten an. Ruhe ist jetzt. Gell, Papa? Ich darf dann gleich beim Werner bleiben. Ja, geht's noch alle fort und lasst euren armen Papa allein. Gell? Ich danke dir, Papa. Bist halt doch mein lieber Papa. Mir brauchst du gar nicht fragen. Ne? Du hast mir's ja schon erlaubt, wenn der Papa nichts dagegen hat und der hat nichts dagegen. Das hörst ja. Ich möchte euch aber doch noch was sagen, bevor ich abfahre. Ja, red dich noch aus, lange hast du nicht mehr Zeit dazu. Das ist doch ein unverschämtes Mannsbild. Kannst du schon nicht mehr da warten, bis ich draus bin? Geh da im Weg um. Nein, überhaupt nicht. Ich will dich bloß nicht aufhalten, dass du deinen Zug nicht versäumst. Ne? Der Werner holt mich schon rechtzeitig ab. Bestimmt. Ja, ich wollte euch nur was sagen. Vergesst mir für ja nicht einen Hund zu futtern, gell? Und dass er mir jeden Tag ein frisches Wasser kriegt. Ah ja, der Hund wird mir am meisten vermissen von der ganzen Familie. Elena. Also ob wir den Hund verhungern lassen dann bei unserer Tierliebe, gell, Rosel? Der kriegt das Beste fressen. Ja, vielleicht sogar ein besseres wie. Nein. Auf die schauen wir schon, dir lassen wir nichts abgeben. Aber der Hund kommt zuerst, oder hat's mir ja nicht vergessen drauf. Hey, Papa. Und soll es ein Gewitter geben? Ja. Dann steckst du mir im Fernseher aus, damit es nicht einschlägt. Ja, das machen wir alles, Mama. Da brauchst du dich gar nicht mehr kümmern drum. Ja, und an der Kaffeemaschine, da lasst immer die Heizplatten brennen, ne? Bei uns muss alles mit Gewalt kaputt gemacht werden. Wir haben's ja, ne? Alles wird ausgesteckt, Mama. Also glaubst du, wenn du nicht mehr da bist, Lena, dann bricht über uns die ägyptische Finsternis herein. Ja, da brauchst du gar nicht spötteln. Ich kenn schon euer Schlamperei. Ja, aber der Saustall wird jetzt ein anderer, weißt du Ja, das sehen? ja, das glauben wir aufs Wort. So, hast du jetzt alles angebracht, was du uns sagen hast wollen, oder kriegen wir vielleicht noch ein paar Ermahnungen? Oh mei, da hätte ich heute nicht mehr fertig Ja, werden. das glaube ich auch. Du, Susan! Ja? Wenn du in deine Fahrschule gehst, schaust vorher noch beim Rambügel vorbei und sagst ihm, er soll morgen in der Früh vorbeischauen, an der Melkmaschine ist was nicht in Ordnung, gell? Ja, du, dass er ein Jahr nicht vergisst, gell, sonst mache ich ihn regresspflichtig. Ja, ja. Die Garantie ist nämlich noch nicht abgelaufen. Ja, herein. Grüß Gott, Benannt. Der Chauffeur ist da. Das ist nett von dir, Werner, dass du mich nach Rosenheim zum Zug bringst. Aber geh Bachwieserin, da braucht man doch gar nicht drüber reden. Mach ich doch gern für dich. Na, dann fahren wir. Also, jetzt heißt es Abschied nehmen. Also, Quirin, fertig gut. Fertig gut, Lena. Und viel Spaß auf deiner Mittelmeerreise. Ja. Wer singt, das wird dir sicher gefallen, gell? Für die Mama. Bleib gesund und erhol dich gut. Und schau, dass du nicht seekrank wirst, gell? Nein, hab ich schon Tabletten dagegen. Ja, die reinste Hausapotheken hat's dabei. So, also, dann kann's losgehen, Werner. Ich glaube, ich wäre jetzt schon seekrank. Ja, jetzt Nein, den überlassen wir mir. Den trag schon ich. Der ist ja so nicht schwer. Du hast jetzt deine 7 Zwetschgen alle beieinander. Ja, ich hoffe, dass ich alles beieinander habe. Du hast auch den Reisepass dabei. Sonst kommst postwendend wieder retour. Das wäre ja furchtbar. Was? Ja, ich meine, das wäre furchtbar ohne Reisepass wegfahren. Da könnte man leicht eingesperrt werden bis zur Feststellung der Personalien. Nein, da schon her, da hab ich ihn. Ja, da hast du ja. Also, Lena, lass dich nicht mehr länger aufhalten. Vierte Gott und Schiff, ahoi! Ahoi, ja. Für dein gut beieinander. Bleibt's mir gesund und auf Wiedersehen in 14 Tagen. Komm, Werner, jetzt pressiert's. Ich begleite dich noch bis zu der Tür, gell? Ja, scheiße.
Gut, Mama. Bussi, gell? Gott sei Dank draußen sind sie, jetzt ist mir leichter. Die Mama, gell, fährt mit dem Schifferl, ha? Also, Papa, ich geh dann gleich zum Rambögen. Ja, gell? ist schon gut. Und danach in meine Fahrschule. Jawohl, geh nur zu, jetzt kann ich nichts mehr erschüttern. Vierte, Papa. Fertig gut. Gott sei Dank, endlich ist es abdampft. Das braucht vielleicht was, bis die einmal fort ist. Ja, hoffentlich kommst du nicht mehr zurück. Wer weiß, was der noch alles einfällt. Nein, nein, geh zu dahin. Werner, gib Gas! Gas! Ja. Das ist aber jede Minute kostbar. Mach, wo bitte? Ah, da. So. Moment, werden wir gleich haben. Da haben wir es. Vorwahl München 0, 8, 9, 3, 7, 8, 1, 7, 6, 7. Ja? Ja, hallo? Ja, grüß dich, Gott, Carla. Da ist der Quirin. Geh, da bist du überrascht. Ja. Ja, ich hätte ja oft schon anrufen wollen, aber immer ist mir was dazwischen gekommen. Ja, freilich. Da kennst du mich aber schlecht. Ich werde dich vergessen haben. So ein charmantes Erlebnis vergisst ein richtiger Mann nie. Und du, Carla, wir könnten eigentlich unsere Reisebekanntschaft ein bisschen auffrischen. Hast nicht Zeit? Magst du nicht zu mir aufs Land rauskommen? Was? Okay, zu. Freilich hast du Zeit, die nimmst du ganz einfach. Du gleich morgen. Vielleicht kannst du am Abend schon da sein. Pass einmal auf, um 18 Uhr kommt dein Zug aus München in Rosenheim an. Ich hol dich da am Bahnhof ab. Hä? Was? Ausgemacht? Ich bleib dabei. Oh, das ist aber lieb von dir, Carla. Was? Schlafen? Ja, freilich kannst du schlafen. Ah, wo? Ja, das werden wir schon sehen. Vielleicht bringe ich dich im Gasthof unter, oder ist der privat lieber? Für dich mache ich alles möglich, Carla. Alles. Also gut. Bis morgen. Servus, Carla. Ich freue mich. Ist schon dahin. Mensch, Quirin, das wird genossen. 14 Tage Freiheit. Das ist ein Unglück. Nein, ist das was? Nein. Das hat uns gerade noch gefehlt, du. Papa, hast du im Krankenhaus angerufen? Nein, das ist ja nicht zu früh. Aber gleich nach dem Frühstück, da probiere ich es einmal, gell? Ja, vergiss aber nicht drauf. Nein, ich vergiss schon nicht drauf. Aber jetzt sag einmal, Rosel, wie ist denn das zugegangen, dass die Susel jetzt im Krankenhaus liegt?
Die Susel hat doch mit dem Motorradl hinterm Fahrskiauto nachfahren müssen. Das ist doch immer so. Ja, und weiter? Dann hat das Fahrskiauto schnell bremsen müssen. Du und Susel hat Gas gegeben. Dann ist mit Karacho ins Fahrskiauto reingefahren. Um Gottes Willen. Und hat sie schwer erwischt? Soviel ich weiß, ist das Fahrschulauto hinten ganz schön eindruckt. Sauber. Du, und das Motorradl ist auch ganz schön verbunden. Ja, und Susel, sag einmal, was ist denn der passiert? Da ist die Maschine auf dem Haxen gefallen. Ja, schafft, aber ich hab's ja immer schon gesagt, der Bluts-Motorradsport, der ist nicht für ein Mädel. Aber der Fratz, der lässt ja nichts sagen. Du, die ist genauso stur wie unser Mittelmeerreisende, verstehst du? Gerade gut, dass die Mama nicht mehr da ist, mei, die darf sich wieder aufregen. Ja, Gott sei Dank, das bleibt uns wenigstens erspart. Aber Susel, sag einmal, was ist denn bei der alles verbogen? Das weiß man noch nicht so genau. Ja. Das wird sich erst rausstellen, wenn es gerönt ist. Der Aha. Haxen, wenn gebrochen ist, kriegt einen Gipsfuß. Mhm. Aber 8 oder 14 Tage wird schon drin bleiben müssen im Krankenhaus. 14 Tage, sagst du? Ja. Sauber. Dann habe ich nur noch dich zur Arbeit. Na, ich lass dich schon nicht im Stich, Papa. Naja, vielleicht kriegen wir bald eine Aushilfe. Wieso? Ja, wir sind doch bei der Aktion Ferien am Bauernhof, nicht? Und da heißt es doch im Prospekt, verbilligter Pensionspreis bei häuslicher Mithilfe, nicht? Ah, zu der Bedingung werden wir kaum wem kriegen. Ah, du, das darfst nicht sagen, das kann man nie wissen. Aber mach dir keine Sorgen, Papa. Wir zwei, wir werden schon allein fertig. Ja, mir soll es recht sein. Aber jetzt schau, dass wir bald einen Kaffee kriegen, Er gell? muss schon fertig sein in der Maschine. Ja, sonst ist er halt immer schon am Tisch gestanden, wenn wir vom Stall gekommen sind. Ja, mei, Mama ist heute nicht da. Ja, darum braucht man ja eine Aushilfe. Die hast du doch schon an mir. Mhm. Gleich kriegst du das Frühstück. Da hab ich schon was. Wo bringen jetzt bloß die Carla unter? Hast du was gesagt? Nein, nix, nein. Ich muss bloß immer an die Mama denken und da rede ich mit mir selber. Gell, geht's dir schon recht ab. Und wir? Aber die 14 Tage gehen auch vorbei. Leider. Wir meinen's. Ich mein, leider können wir nur getrennt verreisen und das tut halt weh, nicht? Weh. Ja, gleich kriegst du einen Kaffee. Ja. So, bin ja schon da. Ja, ich hilft ein bisschen. Ja. So, da. Hab ich's dir recht gemacht? Ja, wunderbar hast du alles gemacht. Dann lass das gut schmecken. Ja, ist schon gut. Mei, was wird das wieder alles kosten? Was? Ja, der Unfall, meine ich. Ja, das geht doch aufs Konto von der Fahrschule. Die sind ja gegen sowas versichert. Schon, aber Mundschreiberei wird's wieder geben, bis man da die ganzen Formulare ausgefüllt hat. Ah, könnte ja der Teufel holen. Das soll nur die Susel selber erledigen. Das ist für sie eine Strafe. Ja, und Motorrad kriegst du keins, das steht fest. Verschrei's nur nicht, Papa. Braucht er bloß ein bisschen um einen Bartstreich und Papilein sagen und schon gehst du in die Knie. Du sag einmal, bin ich schon mal in die Knie gegangen? Bei mir vielleicht nicht, aber bei ihr. Geh immer diese blöde Eifersüchtelei. Könnt ihr euch denn ihr gar nicht vertragen? Ich hab doch gar nichts gegen sie. Und jetzt schon gleich gar nicht, wo sie im Krankenhaus liegt. So, gut, dann fährst heute Nachmittag zu ihr, sagst ihr einen schönen Gruß. Ich hab heute keine Zeit, ich muss jemand von der Bahn abholen. Nicht? So, Ja. wen denn? Na, so eine Betriebsleiterin, nicht? Von der Aktion Ferien am Bauernhof. Ich weiß nicht, vielleicht schaut sie auch unseren Hof an. Kann man nicht wissen. Nicht? Naja, von mir aus. Da kommt wer. Jesus, wirst du erinnern, wie der ausschaut. Sag einmal, kannst du den hier gar nicht aufräumen? Das meiste ist von dir, Papilein. So, von mir? Das werden wir gleich aufgeräumt haben. Da wirst du schauen. Kommt da her. Aber die Stiefel, die hättest du schon hinstellen können, nicht? Gut, Sakra. So, aufgeräumt ist, so macht man das, merkt ihr das, nicht? Ja, herein. Guten Morgen, Vinci! Ja, die Nachbarin. Was treibt denn dich in aller Früh zu uns? Ja, ich muss doch ein bisschen nachschauen, wie es euch geht. Ich hab schon gemeint, ihr seid noch gar nicht auf. Ja, du bist gut, wir haben ja schon die Stallarbeit hinter uns. Seid grad beim Kaffee. Ja, das siehst du ja. Wurst schon in der Früh. Das leid's uns nicht. Und schon. Was möchtest du denn? Ich wollte euch bloß fragen, ob ich euch was helfen soll. Nein, danke schön, wir brauchen keine fremde Hilfe. Na, wir helfen uns schon selber, gell, Papa? Ja. So, ihr braucht keine fremde Ja. Hilfe. Ich hab's euch bloß gut gemeint, weil mit Lena extra darum bittet, dass ich mich bei euch umschaue. Noch dazu, weil jetzt Zusel im Krankenhaus ist. Das hast du auch schon wieder erfahren. Ich möchte bloß wissen, wo du überall deine Nasen drin hast. Also du bist doch ein grantiger Teufel. Da bietet man seine Hilfe an und du lässt ihm abfahren, wie wenn wir auf der Brennsuppe dahergeschwommen waren. Ich hab dich nicht gerufen, du alte Ratschen. Halt die Ratschen!
Also das hat mir doch noch keiner gesagt. Das ist doch eine Unverschämtheit. Sowas braucht man sich nicht zu gefallen zu gelassen. Das werde ich der Lena sagen. Die bringt dir schon Anstand bei. Ja. Du, unser Papa braucht keinen Anstand. Jedenfalls nicht von dir. Wir sind auch nicht Aus auf der der Brennsuppen dahergeschwommen, das wissen wir schon. Das hat uns schon mal gesagt. Und wenn die Lena wieder kommt, dann werde ich sagen, was du für ein Gläufe bist. Du, jetzt hast du das aber genau benannt, gell? Da drüben hat der Zimmermann das Loch gemacht, gell? Hast du schmeißt mich hinaus? Ich lade dich zum Hinausgehen ein. Geh mal. Gassi, was ist? Ja. Ich geh schon. Bei so Würstelheit mag ich doch gar nicht bleiben. Die haben ja einen Teufel im Leib. Du, jetzt schwingst dich aber, gell? Ich war gut, verstehst? Hast du das gehört? Wir haben einen Teufel im Leib. Du müsst aber die Therese in uns reingefahren sein. Aber ich verstehe auch die Mama nicht, dass ausgerechnet der ärgsten Dorfratschen aufgetragen hat, dass sie auf uns schauen soll. Ja, meine Mama hat's uns halt gut gemeint. Meinst Du, aber wo werden jetzt die Mama wohl sein? Mei, wo wird die Mama jetzt wohl sein? Die ist in Venedig und schifft sich ein. Venedig, so eine Schiffsreise da die Mama mal wünschen. Ja, die kannst du haben, wenn du ein bisschen sparsamer bist und nicht dein ganzes Geld für deine Partyfetzen ausschmeißt. Ich geb gar nicht viel Geld fürs Gewand aus. Komm. Da schauen wir mal in der Susli einen Kleiderschrank Ja. rein, was die alles fürs Motorrad braucht. Alles in Leder, weil das vielleicht kein Geld kostet. Jetzt lass einmal die Susan nur, die liegt im Krankenhaus, gell? Ja, da kann doch ich nichts dafür. Das behauptet auch niemand. Ihr sollt euch nur ein bisschen besser vertragen und nicht immer streiten. Das liegt ganz bei ihr. Ja, bei dir schon auch. Deine Goschen hat einen Freilauf ohne Brems. Das muss ein Erbstückel sein. Du Rosel, der Kiwis gleich. Vielleicht gerade der Mama noch. Ja, das schon eher. Jedenfalls äußerlich. Die Susel hat mehr meine Statur. Bist du jetzt mit dem Kaffee trinken fertig? Ich schon. Dann kann ich an den Tisch abräumen. Das tust. Wer kommt denn jetzt schon wieder? Das ist der Werner. Wie denn der in aller Früh? Das weiß ich nicht. Ja, rein. Ist gut. Und? Ja, was ist denn mit dir los? Mit mir nix. Aber die Mutter ist über den Kellerstegen runtergefallen und bewusstlos drunten liegen geblieben. Ja, um Gottes Willen. Ja, wir haben gleich seine Idee da kommen lassen. Sag einmal, fehlt's weit? Das kann man noch nicht sagen. Also, wie sie es auf Trage gelegt haben, hat die Augen schon wieder aufgeschlagen. Eine Gehirnerschütterung wird schon haben sie seine Idee da gemeint und haben sie ins Krankenhaus gefahren. Nein, ist das was? Da ist denn heute überall der Teufel los. Ja, und wo druckt jetzt der Schuh? Eine Aushilfe brauchen wir halt am Hof, bis die Mutter wieder wird. Ja, und da haben wir halt gedacht, ob die Rosel bei uns nicht aushelfen kann. Hä? Ja, weißt schon, wir zwei Mannsbrüder, der Vater und ich, wir verstehen halt gar nichts vom Haushalt. Ja, du bist gut, jetzt holt der mir die Rosel auch noch weg. Hast du noch Zusel? Nein, leider nicht. Die liegt nämlich auch im Krankenhaus. Das darf ja nicht Ja, wahr freilich. sein. Das ist aber wo. Ja, was fehlt dir Ja, denn? Motorradunfall hat's gehabt, wahrscheinlich einen Haxenbrocher. Ja, so. Ja, das habe ich natürlich nicht wissen können. Ja, dann geht das freilich nicht, das mit der Aushilfe. Ja. Pass mal auf, Werner. Ich möchte deine Bitte nicht direkt abschlagen, gell? Ich hab schon Verständnis für zwei so unbeholfene Mannsbilder, nicht? Schau, das ist bei mir wieder anders. Ich bin im Haushalt so gut wie perfekt. Da habe ich aber noch nichts gemerkt. Du, wenn's sein muss, da hilf mir schon selber, gell? Ich weiß schon, wo ich was zum Essen finde. Ja, das ist aber auch schon alles. Sei nur ein Startrosel, ich komme auch ohne dich aus, wenn's sein muss. Find mich schon zurecht, gell? Ja, dann bin ich schon beruhigt. Mein Lieber, ich bin doch kein kleiner Bub mehr, was willst denn? Das ist doch klar. Aber die Mama hat mir doch aufgetragen, dass ich auf die schauen soll. Ich schau schon auf mich selber. Weißt du was? Kannst ruhig beim Werner aushelfen. Hab gar nichts dagegen. Ja, wenn du meinst, dass du allein zurechtkommst, dann geh ich halt mit dem Werner. Wenigstens einen Tag oder zwei. Rosel, das ist ein Wort. Geh nur zu, ich sorg schon für mich, ich lass mir bestimmt nichts abgehen. Werner, ich hol mir bloß ein paar Sachen, dann bin ich gleich wieder da. Hast schon Gell? recht, ja. Aber das Geschirr hätte schon noch austragen können. Aber siehst du, Werner, so sind die Weiberleib. Kein Hirn im Kopf. Aber lieb! Ja. Da geht's zu wie in einen Taubenschlag. Ja, herein. Servus, alter Freund. Ja, grüß dich gut. Ja, du. Das musst du ja selber rausfinden. Haben Sie das nicht gesagt? An der Melkmaschine ist was nicht in Ordnung. Ja, dann schauen wir halt nach. So weit kann's ja nicht fein, oder? Ja, du, Moment, bleib Ja. mal da, Gustl. Ich hab mit dir was zu reden unter 4 Augen. Schon? Ja. Ah, der Herr Schwiegersohn in Ja. Spee. Geht er schon wieder? Nein, der war bloß auf die Rosel. Soll ich dabei draußen? Nein, ist ja schon da, der Schatz. Ja.
Ja, grüß dich, sauberes Mädel. Gott sei Dank, Bügel. Ja, wo aus denn alle früher? Bei meinem Verlobten muss ich aushelfen, seine Mutter liegt im Krankenhaus. Ja, das tust du. Du tust ein gutes Werk, um einen Segen hast, gell? Ja, lasst euch nur nicht aufhalten, gell? Geht's nicht zu. Du Papa, dass Ja? ich nicht vergiss, aus der Gefriertruhe tust du das Blaukraut raus und Fleischpflanzen liegen gleich ganz vorn, die brauchst du dann bloß auf. Ja, ist schon Gell? gut, ist schon gut, ja. Du Papa, Was denn? und dass man für einen Hund nicht zum Futter Nein, nichts wird vergessen. Du Papa, Ja? und wenn ein Gewitter kommt, dann musst du am Fernseher ausstecken. Ja, das weiß ich, ja. Du! Was denn? Und Heizplatten Von der der- Kaffeemaschine die muss ich abschalten, das weiß ich alles. Ich bin doch kein kleiner Bub mehr, jetzt geht's einmal zu. Also dann, Ja, vierte gut, du machst gut, Vierte gell? gut, also. Vierte Bach, wir sind Ja, dankbar vierte. für die Rosel, gell? Ja, schönen Gruß an die Mama und gute Besserung werden, gell? Gott sei Dank, jetzt sind sie da hin. Sag mal, was hast du denn gegen die zwei? Ja, gar nichts, aber momentan gehen's mir halt im Weg um, verstehst? Ja, du möchtest unter 4 Augen was sagen, hast du gesagt, gell? Ja, du sitzen wir uns ein bisschen. Ja. Gustl? Ja? Du bist mein bester Freund. Ja. Du kennst mich. Bin kein schlechter Familienvater. Lass meine Leute nichts abgehen. Meiner Frau schon gleich gar nicht. Schau, die macht jetzt zum Beispiel die gleiche Mittelmeerreise wie wir zwei im Frühjahr. Ja, das weiß ich ja. Da redet das ganze Dorf drüber. Eben. Ich sag immer, leben und leben lassen. Aber das muss auch für mich gelten und nicht bloß für die anderen. Genau, man muss wissen, was einem zusteht, sonst wird man nur ausgenutzt. Gustl, Ja? ich sehe schon, du verstehst mich. Kann mit dir über alles reden. Ja. Wie mit einem Beichtvater. Was möchte man denn beichten, sagst Ja. Du, du? Ja? jetzt trinken wir zuerst einmal einen Schnaps, sonst haut's dich bei dem Bekenntnisblatt um. Was? So? Du, da bin ich aber neugierig. Da kannst du auch neugierig sein drauf. Du alter Bazi, du hast eine Lumperei im Kopf, gell? Feil gerade erraten. Ja? Aber eine mit Pfiff. Du, kenn ich diejenige welche? Und ob du sie kennst. Ja? Gustl, auf das, was wir lieben. Prost. Prost. So, jetzt komm, jetzt red. Schneid ihn so lang rum. Um was geht's denn? Du erinnerst dich doch noch an die Carla Leitner, die mit uns auf der Galaxie durchs Mittelmeer kreuzt ist. Ja, es war eine stürmische Kreuzung. Ein sauberes Weibsbild. Eine Münchnerin, glaube ich, gell? Genau. Ja, an diese Reisebekanntschaft kann ich mich sogar sehr lebhaft erinnern. Mein Lieber, die hast angehimmelt als wie ein verliebter Kader. Ja, mein, sie hat mir gleich gut gefallen, die Carla. Ja, du weißt das noch? Als Ökonomierat hast du die ausgegeben bei ihr. Und dass du Witwe bist, hast du dir weiß gemacht. Weißt, ein Hund bist du ein Verräter. Mei, wir haben halt miteinander geschwärmt vom Zauber der südlichen Nächte. Ja, aber beim Schwärmen ist ja nicht blind. Denk an die Nacht von Santorini nach Athen. Aber da wärst du nicht mehr dran erinnern können, weil du so besoffen warst. Täusch dich nicht, Gustl, täusch dich nicht. Die Nacht von Santorini, die werde ich nie vergessen. Nie. Du warst in einem Delirium wie ein Elefant nach 6 Flaschen Schnaps. Ganz narrisch warst du auf sie. Und dann hast du vertraut wie ein gestochener Geißbock. Also weißt Gustl, eigentlich bist du ein ganz ordinärer Mensch. Was? Jetzt hör doch einmal auf mit der Bleckerei. Pass auf. Das, was ich dir jetzt sag, kann man nur seinem besten Freund sagen. Ja? Gustl, Ja. braucht er Hilfe? Zur Lumperei? Okay. So musst du auch nicht daherreden. Unsere Reisebekanntschaft, die Carla, ist zwar eine rassige Person, bitte, das gebe ich zu, aber Schlamperl ist sie keins, gell? Nein. Kurz und gut, ich hab gestern mit ihr telefoniert und hab sie eingeladen. Sei gescheit. Ja, Das hast du traut? ja, freilich. Ich hab halt die Gelegenheit beim Schopf gepackt. Schau, die meine ist fort. Und jetzt auch noch die Susel im Krankenhaus und die Rosel bei einem Bräutigam. Ja, Mensch. Hast du direkt eine sturmfreie Bude? Ja, Was? auf das war ich zuerst auch nicht gefasst. Ja, freilich. Vorerst wollte ich ja die Carla im Gasthof unterbringen, Ja. nicht? Aber jetzt kann sie ja gleich bei mir schlafen. Ja. Was? Wohnen, habe ich gemeint, wohnen. Ah, du alter Bazi, hör dich schon geh. Du riskierst einen Seitensprung, hä? Gustl, das ist doch heutzutage kein Scheidungsgrund mehr. Ja, wie man's nimmt. Ja, und was hab ich da dabei zu tun? Du musst mir aushelfen. Im Bett? Trottel, im Stall. Ja, quartierst das da, eh? Geh, Herrschaft, versteh mich doch, bei der Stallarbeit muss man aushelfen. Allein der Bock ist nicht, ich muss mich da um meinen Besuch kümmern, nicht? Du, heute um 6 Uhr hole ich die Carla in Rosenheim von der Bahn ab, verstehst Ja, und ich war für die Stallarbeit da. Ha, ich, ein gelernter Mechaniker. Geh zu, du stammst doch von Bauern ab, das Kuhstall müssen, wirst du nicht verlernt haben. Gustl, Was? willst du mal aus? Na, von mir aus, was tut man nicht alles für einen guten und gamsigen Freund? Weißt du, ich hab halt eine Schwäche für die Carla, die gefällt mir so unbandig gut, das ist ganz mein Typ, gell? Ja?
Hoffentlich bist du der Ihre auch. Ja, ich glaub schon. Ja. Nach den stürmischen Mittelmeernächten. Und sonst hätte es ja gar nicht zugesagt. Ja. Wenn's dir nur nicht zu viel zutraust in deinem Alter. Geh zu, Gustl. Die 50 Jahre, was ich auf dem Puckel hab, die spüre ich ja gar nicht. Ja. Könnt ihr Bäume ausreißen? Gustl, ich bin ein Mann im zweiten Satz. Ja, und ausschlagen tust du wie ein Hengst. Herr Ökonomierat, du bist ein Hundling. Ich wär ganz blass. Vor Angst? Na, vor Neid. Karla. Jetzt bist du ja endlich da. Ja, jetzt bin ich da. Bei dir. Ich kann dir gar nicht sagen, wie mich das freut. Mich auch. Du, ich hab dich einfach anrufen müssen. Und ich bin deiner Einladung gefolgt. Du, das war aber ein sehr schneller Entschluss. Umso besser. Bitte einzutreten, meine Gnädigste, in die gute Stube. Nett hast du es da und so gemütlich. Kurz. Und die schönen Blumen. Ja, die sind aber aus der Gärtnerei. Okay. So schöne habe ich bei mir gar nicht im Garten. Also, das hätte es aber wirklich nicht braucht. Ist der für dich und für dich ist der Schönste gerade gut genug. Komm, nimm Platz. Setz dich bitte. Danke, Herr Ökonomierat. Okay, zu, lass doch den Titel weg, den höre ich gar nicht gern. Bin dein Queerin, kannst auch Queerinerl zu mir sagen. Nein, ich sag lieber Queerin. Das hört sich männlicher an. Ganz wie du meinst, Carla. Du, was trinkst du gern? Cognac, Kirschwasser, Enzian? Cognac, bitte. Den trinke ich auch am liebsten. Ja. Alles bereits vorbereitet, gut temperiert. Wenn du aber da wärst, schauen, das ist ein echt französischer, den habe ich bei der Kramerin gekauft, gell? Halt! Ja? Nicht bis zum Rand. Voll bis zum Rand wollen wir heute unser Wiedersehen feiern. Aber nicht so wie auf dem Schiff. Prost, Carla. Auf das, was wir lieben. Prost. Geh zu, da trinkst du ein Kanari mehr als wir du. Lass dir nur Zeit, ich komm schon noch auf den Geschmack. Hoffentlich. Weil bei dir ist wirklich gemütlich. Und alles so sauber und ordentlich. Ja, bei mir wird immer alles sofort aufgeräumt. Du, und dabei schimpft mich mein
weil ich immer auf Ordnung schaue, gell? Da schimpfen mich meine beiden Töchter und sagen, ich wär zu streng, gell? Ach ja, richtig, du hast ja 2 Töchter. Ja. Ja, wo sind's denn? Ja, die eine ist bei einem Bräutigam und die andere ist leider im Krankenhaus, hat einen Motorradunfall gehabt, weißt du. Eine von deinen Töchtern fährt Motorrad? Ja, und wie? Ah, das ist sicher ein sehr rasantes Mädel. Die ist halt genauso rasant wie der Herr Papa. Weißt du das noch, Carla? Halb vor 5 Monaten haben wir uns kennengelernt auf dem Schiff. Das war ein Glückstag. Prost, Carla. Prost, Quirin. Okay. Schön war's, die Fahrt. Wunderschön. Was schade, dass die Zeit so schnell vergeht. Ja, schade. Auf die Galaxie. Du, wenn wir mit dem Cognac so weitermachen, werde ich bald einen richtigen Schwips Ja, haben. das möchte ich sogar. So, das möchtest du sogar. Und an deinen Riesenschwips, na, sagen wir besser gleich Rausch. Denkst du wohl nicht mehr, den du am Schiff gehabt hast? Okay. Quirinus, Quirinus, das war sowas mit dir. So, die Kühe sind gemolken. Ja. Ja, das ist ja der Gusto. Ja. Der Herr Rambögel. Was, du bist schon da? Ich war schöne Carla. Das ist ein unverhofftes Wiedersehen. Hätte man im Schlaf nicht träumen lassen. Ich auch nicht. Berühre mich nicht, du klassische Schönheit. Ich bin ein Unreiner. Der Mensch da hat mit so einem Kurstein ausmisten degradiert. Und das lässt sich der Herr Rambögel so ohne weiteres gefallen? Mei, was tut mir alles für einen guten Freund, der momentan unabkömmlich seiner Venus zu Füßen liegt. Ah, bis jetzt sitze ich noch ganz anständig da. Gell, Carla? Ich will's hoffen. Du sag einmal, du Muhackel. Hilfst mir du überhaupt nicht im Stall? Soll ich die ganze Dreckarbeit allein machen? Geh zu, Gustl, das schaffst du doch. Kann doch meine liebe Carla jetzt unmöglich allein lassen. Na, das wird deine liebe Carla schon verstehen, dass man zur Stallarbeit 2 braucht. Einen zum Ausmisten, einen zum Mistfahren. Also komm, reiß dich los aus den Armen deiner Geliebten, du Quamper der Apollo, du, komm. Ja, ich hab das heute schon einmal gesagt. Du bist ein ganz ordinärer Mensch. Ja, aber gut genug für die Stallarbeit. Entweder sind wir Freunde Ja, oder das sind wir keine Freunde. Jetzt helft's doch alle 2 zusammen, nachher wird's bald erledigt. Ja, ich geh ja Der schon. hat ja bloß Angst, dass ihn seine liebe Carla dann immer riechen kann. Der redet doch keinen Reiter Schmarrn. Bachwiese, Frau Feldwebel. Sie sind abkommandiert zur Stallarbeit. Jawohl, husch, husch, hinein in den Busch. Was turnen Sie denn da auf der Couch herum, Gefreiter? Der gefreite Bauchwieser sucht seine Stallklamotten. Hab schon alles bereit. Saubere Schlamperei. Jawohl, Frau Feldwebel. So, und jetzt die ganze Kompanie zur Stallarbeit angetreten. Stillgestanden, Augen rechts, Trottel da nicht. richt euch, Augen geradeaus, Bauch hinein, Brust heraus, rechts ab zum Stalldienstmarsch. Wir zwei sind lustige Stolperts am Turm. Ah, ist das schön, wenn man so richtig blödeln kann. Da wird man fast wieder wie ein Kind. Herein. Ah, da schau her. Also doch ein fremdes Weibsbild. Mich haut's um. Ist Ihnen schlecht? Warum soll mir schlecht sein? Sie schauen so komisch drein. Wo kommen denn Sie überhaupt her? Ich komme aus München. Und wer sind Sie? Ich bin die Nachbarin. Aber jetzt möchte ich schon wissen, wer Sie sind. Ich bin Ihnen zwar keine Auskunft schuldig, aber Sie sollen wissen, wer ich bin. Ich heiße Carla Leitner, bin wie gesagt aus München, wohne Theresienstraße 82, bin im Zeichen des Wassermanns geboren. Muss ich Ihnen vielleicht mein genaues Geburtsdatum auch noch sagen? Na, das reicht schon. Na also. Ja, aber was wollen Sie denn eigentlich hier? Ja, mir hat's die Sicherung ausgehauen und ich hab keine mehr daheim. Aha, Sie brauchen eine neue Sicherung. Ja. Aber was meinen Sie, wo ich die hier finde? Ja, draußen in der Kirchenkredenz habe ich mal ein paar Links gesehen. Ach ja, da will ich schauen, vielleicht finde ich eine. Ja, gut, dass mir das mit der Sicherung eingefallen ist. Ja, Quirin, was bist du doch für ein hinterkünftiger Bazi? Kaum ist die eine Frau aus dem Haus, ist schon andere da. Der Kerl gehört ja kastriert. Wer gehört rasiert?
der Bachwieser, weil er immer so gestoppelt rumläuft. Das ist mir doch gar nicht aufgefallen. Ja, wenn ein junges Weib auftaucht, dann putzen sie sich die Malefizkater. Na, mei Wissenskater sind halt polygam. Ja, das sind sie. Poly-Dings da. Die Malefizkater, die Mistigen. So, dass Ihre Sicherung hoffentlich passt. Ja, dankeschön. Dann kann ich ja jetzt wieder gehen. Von mir aus gern. Ja. Ah, jetzt geht mein Licht auf. Ganz polygamerisch geht's zu da herin. Ich glaub, die spinnt. Bei der ist wirklich eine Sicherung durchbrennt. Melde mich wieder gehorsam von der Steuerarbeit zurück. Man riecht's. Bitte schön, meine Hände sind sauber, bereits sorgfältigst gewaschen. Dann riecht heute die Kluft. Über gleich herunten sein. Und ich gehe dabei in die Küche und riech's Abendessen her. Ja, du das machst. Steht alles schon auf der Anrichte am Tablett, gell? Ja. Nein, das geht nicht. Ordnung muss sein. Du, Carla, im Kühlschrank sind ein paar Flaschen Wein. Geh bitte, nimm doch eine oder zwei mit. Ja, ist schon recht. Zwei Märchenaugen. Ja, du bist schon umgezogen. Ja, das geht bei mir schnell, gell? Du schaust. Letzt nichts mehr drin. Drunter auch nicht. Oh, Carla. Galinka, Galinka, Galinka. Vorsicht, ich war heute beim Friseur. Danach fragt die Leidenschaft nicht. Oh, geliebte Carla, ich bin von dir ganz hingerissen. Du! Rieche nicht gleich ein paar Rippen. Ah, du bist schon wieder da? Ja. Hast du im Kuhstall nichts mehr zu tun? Nein, frisch gewaschen, geschneizt und es wird noch gestriegelt. So. So, jetzt schau ich wieder aus wie der Mensch. Jetzt habe ich vielleicht sogar Chancen bei deiner Carla. Auf Anhieb möchte ich sagen. Ja. Hör doch auf, Carla, der glaubt's gleich. Ja, ich bin halt ein gläubiger Mensch. Du, der sich gar nicht so viel einzubilden braucht. Nein, jetzt war Dorfgockeln. Kommt euch vielleicht noch in die Federn. Ja, der hat bloß ein Glück, dass er mein Freund ist. Sonst wäre ich schon sein Rivale, aber so ist diese Dame für mich tabu. Hoffentlich. So, jetzt regt euch nur wieder ein bisschen ab. So, Ja. das Abendessen steht auf dem Tisch. Ja. Bitte Platz zu nehmen, meine Herren Mistjongleure. Bitte sehr. So. Der kleine Wein da. Nimm der Brot. So, Bitte schön. Bitte. Danke. So, da ist Butter. So. Magst du Wurst? Ja, bitte. So. Dankeschön. Danke. Ich hab halt einen Hunger habe ich halt wie ein Wolf. Du, das macht die Luftveränderung im Stall, Gustl. Ja? Schmeckt's? Und wir? Gell? Auf dem Schiff war das Essen auch hervorragend. Prima. Ja. Und bedient sind wir worden wie orientalische Fürsten. Ja. Fürsten, Ja. Prost! Prost, Prost. Überhaupt war die Mittelmeerreise ein fantastisches Erlebnis. Ja, so was Schönes habe ich noch nie erlebt. Davon hat auch meine Bildung profitiert. Die, was du nie gehabt hast. Der Teistefan Gustl kann sogar Lateinisch. Was, du? Ja klar, ich hab da als Bub ministriert. Weil das schon was ist. Prost! Prost. Die Insel Delos ist ja sehr interessant. Und die Insel Mykonos soll ja ein Blütenparadies sein, aber ganz schön verbaut. Ja, auf Rhodos habe ich nicht schlafen können. Mein Sonnenbrand war das reinste Alpenglüh. Und auf der Insel Santorini sind wir auf einen kleinen Esel auf den hohen Berg Ja. raufgeritten. Weißt du das noch? Das war ein Eselritt. Ja, der Deine ist dreimal stehen geblieben und gestreikt. Für mich war der bei der Gewerkschaft. Ja. Und der Deine hat dich sicher für einen Verwandten gehalten, darum war er so zahm. Da kann ich fein nicht lachen. Ich schon. Prost! Genauso habt ihr euch damals auch immer erblickt. Besonders in Weinlaune. Apropos Weinlaune. Prost! Lass dein Schinken, geh weiter. So manche sternklare Nacht hat uns den Kopf vernebelt. Ja. Und über uns das Kreuz des Südens. Und unter uns ein schwankendes Schiff. Und wir selber haben auch oft geschwankt. Ja. Du einmal am meisten.
und erst die Nacht von Santorini nach Athen. Aber an die wirst dich doch du gar nicht mehr erinnern können. Warum denn nicht? Da war mein Quirinus so blau wie das Meer. Ja, noch tiefblauer. Das gibt es nicht. Jo, mein lieber Freund, du hast einen Affen damals benannt gehabt, dass sämtliche Leuchttürme ausgegangen sind. Gustl, jetzt übertreibst du aber, gell? Nein, beim Zeus, er spricht die Wahrheit. Beim Zeus! Du, und auf der Strickleiter hast du fenstern wollen, Feuer im Bullauge. Ich hab dich gerade noch zurückhalten können, sonst wärst du heute schon eine Haifischbrotzeit. Ja? Dem Gustl hast du viel zu verdanken, der schaut auf dich. Und doch, ich lass mir's nicht nehmen. Die Nacht von Santorini, das war schon eine Wucht. Kein Karla da war schon alles drin. Fast alles. So. Ja. Ja, schau her, uns geht ja der Wein aus. Da muss ich ja gleich einen Nachschub holen. Lass ich hol schon. Nein, du, ich hab noch ein paar extra Flaschen in Reserve, die findest du gar nicht. Aber weißt du was, Schatz? Wir holen den Nachschub gemeinsam. Ja, das machen wir. Gustav, lass das schmecken. Wir schnappen noch ein bisschen Luft. Ja. Das ist ein verliebter Kader. Den hat's best erwischt. Das kann mir nie passieren. Da bin ich ganz mein Typ. Prost, Gustl. Mit dir trinke ich am liebsten. Ja, was gibt's? Hier, mein Bauchwisser. Nicht so schreien, ich verstehe ja kein Wort. Wer ich bin? Na, der Gustl. Der Rambegel Gustl. Den kennt doch auch jeder. Wer sind Sie? Ach, du? Was? Ja, das gibt's ja nicht. Das ist ja gar nicht möglich. Ja, wieso denn? Wo der Quirin ist, der ist bei einer Kuh in der Küche. Im Stall. Ja. Ja, ich werde es ihm sagen, dem Quirin. Da wird er schauen. Auf Wiedersehen. Ja, Pfiat. Um Gottes Willen, das ist uns gerade noch abgegangen. Da sitzen wir sauber drin. Mei. Quirin! Quirin! Ja. Schnell, es brennt! Ja, was gibt's? Geh weiter, komm! Komm. Was Frag ist nicht lange, es pressiert! Was ist denn los? Wo ist denn die Carla? Die sitzt draußen im Garten und schnappt noch. Was? Luft. Aber du vergönnst einem schon gar nichts, Gustl. Was willst denn schon wieder? Eine Hiobsbotschaft. Eine Hiobsbotschaft? Ja. Den kenne ich überhaupt nicht. Sag einmal, spinnst du jetzt oder was hast du denn? Siehst du mal nieder, bevor es die umhaut. Ja. Die Deine kommt zurück. In einer knappen Stunde kann sie da sein. Hast du mich verstanden? Die meine Ja? kommt zurück. Ja. Gustl, Was? du bist ein Witzbold. Möchtest mir gern reinlegen, aber ich gehe dir nicht auf den Leim. Aber so glauben wir's doch. Sie hat Ja, doch gerade weil- angerufen. Ja, ja. Sie kommt mit einem Taxi. Aus Venedig. Na, aus Rosenheim. Das ist aber fein. Juhu! Sie hat momentan noch keins, aber in einer knappen Stunde glaubt sie, dass sie eins hat. Ja, Du greifst mich. Gustl, und wenn du mich noch so schlau dran kriegen möchtest, pass mal auf. Die meine hat sich gestern eingeschifft. Schwimmt bereits im Mittelmeer ganz weit weg. Die kann in einer knappen Stunde gar nicht da sein. Nicht einmal mit dem Düsenflugzeug. Herrschaft, es reißt dich doch zusammen und schau, dass du nüchtern wirst und hör mir zu. Wie soll ich nüchtern werden? Die Carla und ich haben draußen im Garten ein Flatscherl angezapft. Jetzt pass auf. Ja. Ich sag das jetzt zum allerletzten Ja. Mal. Die Geschichte ist todernst. Ich bin kein Witzbold. Sie hat wirklich aus Rosenheim angerufen. So glaub mir's doch. Aber sie hat sich doch eingeschifft. Nein, eben nicht. Sie hat sich das Reisebillett für Schiff erst in Venedig näher angeschaut und hat endlich bemerkt, dass sie sich im Datum geirrt hat. Im Datum geirrt? Nicht am 7., sondern am 17. Nein. September sticht die Galaxie in See. Nein, Sie war um Nein. 10 Tage zu früh dran. Nein, Gott, jetzt sitzt sie in Rosenheim. Ja, aber nicht mehr lang. Wenn sie ein Taxi hat, brauchst du los. Und mir brauchst du Schädel. Was machen wir denn mit der Carla? Um Gottes Willen. Die Carla. Ja, die muss aus dem Haus, bevor der Euge kommt.
oder du sagst dir die Wahrheit. Gustl, du hast leicht reden. Ich kann doch jetzt der Karl ganz unmöglich sagen, dass ich kein Wittiber mehr bin. Dann ist ja alles aus. Ja, Herrschaft, dann muss uns was anderes einfallen, das ist auf der Stelle. Was machen wir denn nur? Was machen wir nicht? Du, ich hab's. Was? Wir hängen der Karl einen Mordschwips an. Gustl, da fällt ja so nicht mehr viel dazu. Und wenn's nicht mehr richtig auf den Beinen stehen kann, dann mixen wir ein paar Schlaftabletten in den Wein. Hast du welche im Haus? Ja, da drüben im Kastel ist ein Apotheker-Ding drin. Da, in einer Stunde. Was soll denn das ganze, Gustl? Hä? Da können wir's doch besser umquartieren, verstehst du? Wohin denn? Ja, das leere Austragshäusl, wo hinterm Haus steht. Ja, das ist eine gute Idee. Da wäre ich selber gar nicht draufgekommen. Gustl, falls mein, da steht sogar ein leeres Bett drin. Ja, das sind die richtigen. Ja. Ja, die wirken in ein paar Minuten. Pass auf, bei dem Alkohol, was sie hat, kriegt er ganz ein kleines Quantum. Jawohl. Gustl, wo gehst du denn hin? Erst gleich hin. Erst gleich hin. Mein Gott. Für den Wein. Ja. Da hast die Tabletten. Ja. Tabletten, ja. Sag einmal. So. Jetzt. Gustl, sag einmal, kann denn da nichts passieren, hä? Nein, nicht das Geringste, die sind vollkommen harmlos. Du, und wenn sie dann morgen in der Früh hoffentlich wieder aufwacht, was sagen wir dann? Du sagst dir gar nichts, du liegst mit Alkoholvergiftung im Krankenhaus. Wieso? So sage ich jedenfalls zu ihr, wenn sie wach wird. Ja. Und morgen früh, wenn bei euch noch niemand auf ist, dann wecke ich die Carla, setze sie in meinen Wagen und fahre dann den sogenannten Sündenfall nach München zurück. Gustl, Gustl, das ist die Rettung. Verlass mich ganz auf dich, gell? Verlass mich ganz da auf kann dich. gar nichts passieren, deine Alte merkt nichts. Der Rambigel-Gustl verwischt alle Spuren. Das Corpus Delicti wird betäubt, kassiert und aus dem Weg geräumt. Sozusagen aus dem Verkehr gezogen. Ja, Gustl, sage aber, dass ich Sie bei Gelegenheit wieder anrufe, weil ich kann ja die Nacht von Santorini nicht vergessen. Ja, Mit Santorini. wird gemacht. Bitte. Bleibst du denn, Quirl? Lässt mich da draußen ganz allein wie ein Aschenbrödel. Ohne Daumen, gell? Ach, und Wein ist auch keiner mehr Ja, komm, da. lass dich einschenken, Aschenbrödel. Dass du nicht verdurscht. Ja, so, der Lang. Jetzt. Jetzt, drin. Aber warum trinkst denn ihr den Wein aus der Flasche? Ja, weißt du, Karl, der Deine ist ein ganz rares Tröpfel, eine Trockenbeerenauslese. Ja. So viel ist da gar nicht mehr da gewesen, darum trinken der Gustl und ich eine andere Sorte. Ja. Also, Prost, Ex, keine Müdigkeit vortäuschen. Sollst leben, sollst leben. Ja, Prost, ihr zwei. Ja. Heute ist mir schon alles wurscht. Ja. Mir nicht. Ex. Ja. Ja, Ex. Was ist er? Schmeckt aber komisch. Ja, das ist das Exquisite daran. Ja. Komm, lass dir gleich noch einmal nachschenken, Schatz. Schenkein, heute ist schon alles egal. Ich glaube, ich hab fast einen Schwips. Ja, fast ist gut. Ja. Stimmung, ihr müden Racker. Ja. Stimmung. Dreht doch das Radio auf. Gustl, Ich möchte Radio. Tanzmusik Radio. hören. Psst. Du, sag mal, hast du ja was verkehrt gegeben? Der wird immer munterer. Ja, lass doch Zeit, es wird bald. Jetzt sollst du recht haben. Schatz, Schatz. Prost, Schatz. Prost. Trink noch. Ja, dass du Geschmack kommst, gell? Also von mir aus, heute bin ich schon happy. Prost. Happy. So, und jetzt möchte ich richtig tanzen. Jawohl. Damenwahl, meine Herren. Darf ich bitten, Herr Ramschläger? Ja, bitte, die Vergnügen. Was ist denn los? Dreht sich was? Mir schlecht. Carla, geht's dir nicht gut? Fehlt dir was? Ich sag nicht, was das ist, aber mir ist schwindelig. Und meine Füße sind auf einmal so schwer. Du komm, leg dich aufs Kanapee, vielleicht bist du bloß müde. So. Jetzt glaube ich, ist soweit. Machst wirklich? Die ist hinüber, die hört nichts mehr. Gustl, die schnauft ja gar nicht richtig. Was? Ich hör nichts. Gustl, die schnauft immer. Das täuscht doch nur. Die ist im Tiefschlaf, jetzt ist transportfähig. Ja gut, dann haben wir sie hinüber. Ja. Also, aber bloß bis zur Haustür, gell? Ja, und dann? Dann fahren wir mit dem Schubkarren weiter. Ja. Halt! Radio abstellen! Radio abstellen, Gustl. Also packen wir's. Auf geht's. Halt! Du tust ein Auto in den Hof nicht gefahren. Hör auf. Ja. Die Lina ist da. Bitte, das
ist ja nicht möglich. Schau doch nicht lang! Die Kala muss weg! Ja, wohin? Wohin? Du, ist der Schrank leer? Ja, Moment. Schau mal. Ja. Der ist leer, also rein damit, Feuer. Vorsicht, damit nicht mehr. Kumpel, halt in Ruhe. Halt die Koffer! Mantel, Ja. Mantel, bitte. So, bin schon da. Ruhe. So. So. Halt! Was denn? Wenigstens ein Stück. Der steht nicht, der Schrank ist groß genug. So, jetzt geht's schon. Hoppelur, verrückt. Was ist denn? Jetzt ist der Schlüssel abgebrochen. Da hängt Dirndl raus. Ein Fetzen ist eingeklemmt. Du, pass auf. Heben wir einen Schrank auf, vielleicht ist ein Schloss verklemmt. Ein Schrank auf. Gut. Jetzt stellen Sie den Kopf ab, ich muss erst zahlen. Und die ist schon im Haus. Au! Au! Auf! Geht er nicht! Doch nicht da, du Depp! Den Schrank sollst du aufheben, der steht auf meinem Zeher. Oh. Ja. Was ich alles büßen muss für dich. Jesus. So, was macht's? 23,80. Ja, bitteschön. Gib's mal auf 25 raus. Danke. Dankeschön, gute Nacht. Gute Nacht. Na, die sind Schmerzen gar nicht zum Beschreiben. Mein Gott, ich muss jetzt schnell das Geschirr von der Karla wegtragen. Ja. So, jetzt bin ich halt schon wieder da. Leider kann man nur sagen. Ja, leider. Grüß dich, Lena. Grüß dich. Ja. Wo ist denn der Quirin? Der Quirin, der ist in der Küche. Tut abspülen, aufräumen. Oh, das hört man Ja, gern, ja. ja. Was hältst du denn immer dein Zeh? Ja, da ist mir die Bläst draufgesprungen. Ja. Im Stall mit Auskäufer? Freust du dich, dass ich da bin? Ja, sehr. Du hauch mir mal an. Oh. Hast jetzt du mit Bier abgespült oder mit Wein? Nein, nur mit Wasser. Ja, wer's glaubt. Ja. Wo sind denn die zwei Mädel? Ja, die Rosel, die ist bei einem Bräutigam, dem seine Mutter ist die Kellerstiege runtergefallen. Jesus, na, das ist aber arm. Ja, und die Susel? Was ist mit der? Liegt auch im Krankenhaus. Ja. Was? Ja, mit dem Motorrad ist sie ein bisschen verunglückt. Ja, dann ist ja gerade gut, dass du so schnell wieder heimkommen Ja, bist. freilich direkt ein Glück, dass dich im Datum geirrt hast. Was Besseres hätte uns gar nicht passieren können. Das tut weh. Warte, ich hol dir einen Verband. Ja. So kommst du ja gar nicht in deine Schuhe. Ja. In deiner Haut möchte ich nicht stecken. Ich fahr schon auch gern raus, mein lieber Gustl. Wenn die Lena die Karla im Schrank findet, wirst du glatt skalpiert. Oh Gott. So, Aber vorsichtig, ja, bitte. das werden wir jetzt gleich haben. So. gell? Komm, Ja, gib jetzt. ihm einen Pantoffel von dir. Ein Pantoffel. So kommt der Den gar linken nicht in oder seine Schuhe den rein. rechten? So. So, jetzt so. So, jetzt schon. So, jetzt. Au! Pass doch auf. Komm, jetzt schlupft nicht. Ja, jetzt. Danke. Ja, Meinst du, kannst gehen? ja, muss gehen. Danke, Samariterin. Bitte. Gute Nacht. Gustl, Gustl. Morgen in der Früh vergiss mich nicht. Gell? Vergiss dich schon nicht, du Casablanca, Ja. du. Was hat er gesagt? Dass er blank bei Kassa ist, hat er gesagt. Ja. Hat er die anpumpt? Nein, das ist nicht, Linal. Sag mal, Linal, was packst du heute schon den Koffer aus? Ja, Mann, die Sachen müssen ja nicht unbedingt die ganze Nacht im Koffer bleiben. Die Kleider hängen lieber klein Die hängt mir. Was ist denn mit dem Schlüssel? Wo ist denn der? Ja, ganz dumm hergegangen, gell. Bin bloß ein bisschen so scharf vorbeigestreift, gell. Schon war ab, der Schlüssel. Ja, da musst du aber ganz scharf vorbeigestreift sein. Sehr scharf, Linal, sehr scharf. Naja, na räume halt morgen ein, gell? Ja,
Das tust, Lenerl. Geh zu. Du sagst dir da wie Lenerl zu mir. Das bin ich gar nicht mehr gewöhnt. Ist schon recht, Lenerl. Ist schon recht. Ja. Du warst du schon bei der Susi im Krankenhaus? Nein, da bin ich noch nicht dazu gekommen, aber die Rosel war drin heute Nachmittag. Gell? Die Du Rosel. hast die ganze Arbeit allein machen müssen, du armer Mann. Nein, es ist schon gegangen, aber der Gustl, der hat mir schon geholfen. Gell? Beim Saufen. Auch. Freust dich wenigstens, dass ich da bin. Nein. Und wir, Lena. Ich war schon ohne die auch gegangen. Fangst schon wieder an. Entschuldige bitte, das ist mir bloß so rausgerutscht. Gell? Na ja, also gut. Ja. Komm, dann gehen wir ins Bett. Ja, dann gehen wir ins Bett. Du pass auf, geh du voraus. Ich bin noch nicht ganz fertig in der Küche, mal ein bisschen abspülen. Komm aber bald, gell? Ich Schau. bin halt froh, wenn ich im Bett lieg. Nein. Bin ganz steif von der langen Bahnfahrerei. Komm. Ja, komm dann. Gehst nicht auf mich, los, verrückt. Glaubst du, am liebsten hau ich den ganzen Kasten zusammen. Klump, elendig. Ich bin mit den Nerven schon ganz herunter. Schnauft überhaupt noch? Ich hör nicht. Carla, geliebte Carla, bleib mir bloß am Leben, sonst bring ich mich um. Dann können wir nicht mehr miteinander in Urlaub fahren, gell? Ja, Masilein, was ist? Was magst du denn an dem Kasten? Nix. Das heißt, probiert habe ich, ob ich nicht durchkaufen bin, sonst hätte ich deinen Koffer noch ein- und ausgemacht. Geht aber leider nicht. Aber was magst denn du noch da herunten? Ja, fragen möchte ich dich, warum mein Bett neu überzogen ist. Was? Ach so, das Bett, ja, das alles für dich, Marcelein. Eine ganz kleine Überraschung werden Sie. Eine kleine Überraschung. In 14 Tagen. Ja. Und da überziehst du gleich am ersten. Ja, mal denkt, was gemacht ist, ist gemacht, gell? Also dann. Ja. Danke dir heute, Chef. Bitteschön. Jetzt komm endlich. Ja, jetzt komme ich entsetzlich. Was werden da noch alles auf mich zukommen? Ob ich nicht doch in der Küche besser aufräumen muss? Ja, da schau her. Da habe ich wenigstens noch einen Trostschlucker. Prost! Aber man ist doch gleich denkt, dass du wieder weitersaufen musst, ne? Bloß ein Restel, Lina. Bloß ein Restel. Aber bist du deswegen eigentlich noch einmal heruntergekommen, du kleine Kontrolleurin? Du, hä? Nein. Ja, nein. Weiß nicht. Aber du fragen möchtest, wo Ja. ist unser Brautbild hinkommen? Unsere Braut? Ja? Ja, das ist auch so. Komisch zugegangen. Beim Aufbitten, da bin ich zufällig mit dem Ellenbogen dran gestoßen und schon ist sie jetzt beim Glaser, gell? So. Ja. Na, aber vielleicht kommst du jetzt wirklich einmal ins Bett, hä? Ja, jetzt komm ich. Was tue ich denn nur? Was tue ich denn nur? Carla, Mädel, lebst du noch? Kein Laut, nicht einmal herein, sagst. Ist mir schlecht. Heiliger Quirinus, wenn ich aus der Geschichte gut rauskomme, dann stifte ich dir eine zentnerschwere Kerzen. Prost! Wieder bleibt. Sauft heute wieder den ganzen Kühlschrank leer. Ah.
Mein Gott. Jetzt bin ich doch noch fest eingeschlafen. Och, bin ich steif. Mein Hals, mein Kreuz und erst mein Kopf. Der tut weh. Nichts zum Sagen. Ich glaube, ich habe einen Haarwurzelkatarrh. Gottes Willen. Die Carla ist ja noch immer im Schrank. Carla? Hörst mich? Carla, warum sagst du nichts? Mein Gott, du wirst doch nicht gestorben sein. Mach keine Witz. Aber jetzt hol ich dich raus. Geht's mir das Maul? Ja. Ja, spinnst jetzt du komplett. Ha? Ob du spinnst, frage dich. Was? Ich spinn? Ja, weil du mit dem Kasten da redst, wie wenn er ein Mensch wäre. Hab ich zu dem was gesagt? Ja. Ja, was das? Das muss direkt im Halbschlag gewesen sein. Ja. Ja, was, Lena, ich glaub, der Gustl und ich haben gestern doch ein bisschen zu viel gesoffen. Na ja, das einsame Leben ganz ohne Familie, das hat mir schon recht zugesetzt. Besonders du bist mir abgegangen. Ja, du bist mir heute Nacht auch abgegangen. Ja. Warum bist du denn nicht ins Bett gekommen? Ja, weißt, Lena, es hat mich ganz einfach übermannt. Was hat dich übermannt? Ja, der Schlaf, was denn sonst? Ist das jetzt die neueste Mode, dass man da herin am Boden schlaft? Wird alles wieder anders, Lenal, gell? Hör mal auf mit dem blöden Lenal. Glaubst du, das kann ich schon bald nicht mehr hören. Ja, was suchst du denn? Ja, was suche ich denn, mein Stallmann, die musst du hinaus. Geschlampert's, Mannsbeck, geschlampert's. Du kannst auch immer bloß schimpfen. Ja, du brauchst das schon. Ich glaub, das habe ich im Schrank. Was hast du? Ich hab gesagt, im Schrank kann's doch auch nicht sein, glaub ich wenigstens. Ja, das war ja noch schöner. Naja, ich werd's schon finden. Vielleicht habe ich mich im Stall draußen Ja, nicht so. komm. Schau, dass du zur Stallarbeit kommst, höchste Zeit ist, geh zu. Aber gell, den Schrank überlässt du mir, den krieg ich dann scharf, gell? Ja, jetzt Nein. geh nur Ja, grad einmal. Nicht? Ja, bitte. Geh zu. Ja, jetzt schauen wir mal. Vielleicht geht der. Aber der sperrt auch nicht. Hier steckt ja der abgebrochene Schlüssel drin. Lina, lass den Schrank in Ruhe, dass nichts kaputt geht, gell? Ja, was erschreckst mich denn so? Ich sagte nur, das Handy, der Schrank bleibt zu. Ja, was hast du denn? Was denn? Warum regst du denn so auf? Ja. Jetzt zittern ja die Knie. Ja, die Knie fällt mir gar nicht, bloß im Kopf, nicht? Ja, das kommt mir raus vor. Na, ich weiß nicht, was ich heute hab. Vielleicht das Föhn, nicht? Oder mich regt heute alles auf, sogar dieser Schrank da, nicht? Jetzt sag mir einmal, was Was denn? ist mit dem Schrank? Nix, gar nichts. Der abbruchene Schlüssel steckt heute drin, nicht? Aber den kriege ich dann schon raus. Du stell dich nicht so dumm. Was? Du verheimlichst mir was? Ich sag dir's zum letzten Mal, der Schrank bleibt zu. Der spinnt. Also mit dem Schrank stimmt doch was nicht. Aber versteckt. Ja, grüß dich, Rosel. Ja, das gibt's, dass ich wieder da bin. Das kann ich dir jetzt am Telefon nicht sagen. Ja, später erzähle ich dir alles. Du, pass auf, ich brauch dringend den Werner. Weißt du, der Schrank in unserer Stube, der klemmt, da ist der Schlüssel abgebrochen. Du sag doch zum Werner, er soll rüberkommen mit seinem Werkzeug. Der bringt doch so ein Schloss auf, ne? Und sag ihm, wenn er Zeit hat, soll er sofort kommen. Es wäre dringend. Ich brauch was aus dem Schrank, gell? Sei so gut, ja. Also dann, Wiedersehen. So. Jetzt werden wir ja sehen, was mit dem Schrank los ist. Da stimmt was nicht. Herein. Ja, grüß dich, Göttlina. Mei, das war ein kurzer Urlaub, aber ich hab schon gehört, dass dich im Datum giert hast. Nur höchste Zeit, dass du wieder heimgekommen bist. Ja, das kommt mir schon bald selber so vor.
Und sag mir grad, was ist in meinem Mann reingefahren? Den kenne ich nicht mehr. Der ist übergeschnappt, der ist mit den Nerven völlig am Hund. Ja, das ist doch gar kein Wunder. Ist denn sie noch da? Was für eine Sie? Ja, sie, die ich gestern da herin gesehen hab. Was? Ja, ich wollte bloß rüberschauen, gell? Weil ich euer Haus immer ein bisschen im Blick hab, weil mir nicht so leicht was auskommt. Und da war's mir gerade so, als hätte ich eine Fremde zu euch ins Haus reingehen sehen. Ja, es ist ja bloß gut, dass du ein bisschen neugierig bist. Gell? Ja. Ja, und wie ich dann reinschaue und in die Stuben reinkomme, ist eine Fremde da. Das ist nicht möglich. Ja, das ist leider schon möglich. Und wie sie mich gefragt hat, was ich will, da ist mir nichts anderes eingefallen, als dass ich ihr gesagt habe, mir ist die Sicherung durchbrennt und ich hab keine mehr daheim. Ja, und dann? Und dann hat sie mir eine neue Sicherung gegeben aus der Kredenz in der Küche. Was, in meiner Küche hat die sogar herumgerammt? Ja, die hat überhaupt getan, wie wenn's da daheim war. Sauber. Kaum ist man einen Tag fort, schon ist ein fremdes Weibsbild im Haus. Ich sag's ja, so sind die Mannsbilder. Einer schlechter wie der andere. Na, wo kann denn die so schnell hin verschwunden sein? Ja, gestern war's noch da. Ja, im ganzen Haus habe ich niemanden gesehen. Ja, das begreife ich nicht. Die kann sie doch nicht in Luft aufgelöst haben wie ein Gespenst. Bestimmt nicht. Aber da komme ich eben drauf. Und dann kracht's. Na, hoffentlich schlagt's auch ein. Worauf du dich verlassen kannst. Aber jetzt bin ich bloß gespannt, was mit dem Schrank los ist. Und sonst schlaft doch der nicht die ganze Nacht davor. Was? Vor dem Schrank hat er geschlafen die ganze Nacht? Ja, wenn er... Moment. Aha. Ja, jetzt kommen schon. Wer kommt? Der Werner mit der Rosel. Aha. Grüß dich, Mama. Grüß seid gut, ihr zwei. Wo brennt's denn? Du, Werner, da an dem Schrank, da ist der Schlüssel abgebrochen. Und geht nicht mehr auf. Probier mal, vielleicht bringst du ihn auf. Ja, schauen wir mal. Vielleicht haben wir ein Glück. Dass du schon wieder da bist. Ich glaube, mich hat ein guter Geist heimgeführt. So, den abgebrochenen Schlüssel haben wir schon. Rührt sich schon was im Schloss. Das hätten wir. Offen ist er. Da liegt ja leicht drin. Wirklich? Lass mir mal schauen. Du, das ist ja die, wo mir gestern die Sicherung gegeben hat. Die habe ich noch nie gesehen, die kenne ich nicht. Jetzt warte mal. Die ist ja gar kein Leicht, die schnauft ja noch ganz normal. Helft's einmal alle zusammen, dass wir's vom Schrank rausheben. Lasst's mich hin. Das muss eine vom Land sein. Wieso vom Land? Weil sie so nach Kuhstall stinkt. Die rührt sich nicht. Die schlaft weiter. Komm, leg's aufs Kanapee. Komm. Die rührt sich immer noch nicht. Ich glaube, da müssen wir einen Doktor holen. Um Gottes Willen, bloß keinen Doktor. Ja, aber- So eine Blamage können wir uns nicht leisten. Jetzt warte mal. Nicht so fest. Kriegst ja nur eine Gehirnerschütterung. So kommt's auch nicht zur Besinnung. Du, die müssen einmal einen ganz was scharfen riechen. Haben wir nicht noch einen Salmiakgeist im Apothekerkasten? Da hat doch der elende Tropf die arme Haut vergift und in den Schrank gesperrt. Ganz genau wie in einem Krimi. So, da ist der Salmiakgeist. Therese, ich bitte dich, erzähl bloß keinem Menschen was von der ganzen Geschichte. Aber du kennst mich doch. Eben. So, gehen wir mal ein bisschen schnaufen. Ah, jetzt gibt sie schon Lebenszeichen von sich. Nur mal fest einatmen. Stinkt. Ah, reden kannst schon wieder. Ja, dann ist noch nicht gefällt. Jetzt tut's doch mal die Flaschen weg. Oh. Mein Gott, wo bin ich denn? Ja, bei uns. Erkennen Sie mich? Bitte schön nicht so laut, das tut ja weh. Freilich kenne ich Sie, aber weiß nicht mehr woher. Ich bin die, bei der wo's die Sicherung ausgehaut hat. Ja, richtig, Sie haben ja vorhin eine geholt. Vorhin ist gut. Sie,
Kennen Sie einen gewissen Bachwieser Query? Ja, wo ist er denn? Ja, jetzt hören Sie gut zu, aber fallen Sie nicht gleich wieder in Ohnmacht. Ich bin seine Frau. Na, was sind Sie? Seine Frau. Seine Frau? Ja, und wenn Sie es genau wissen wollen, 25 Jahre verheiratet. Das ist ja unerhört. Dass ich mit ihm verheiratet bin? Nein, dass er zu mir gesagt hat, er ist Witwer. Das wird ja halbe schöner. Der elende Baze. Ach, den Haar, die am liebsten ein Holzscheitel auf sein Kohl reibe, dann war ich wenigstens Witwe. Schaut's doch mal die Schürze an von meinem Dirndl, da fehlt ja drum Stoff. Die schaut wie abgeschnitten aus. Vielleicht liegt der Rest nur im Schrank. Ja, schauen wir einmal nach. Ja, was ist denn das? Am Papa sei Stahlgewand. In meinem Kleiderschrank? Na, dem wäre es aber geben. Da wundert mich nichts mehr, dass die ohnmächtig geworden ist. Darum hat die so nach Kuhstall gerochen. Ich sag's ja, wie in einem Krimi. Hey, da kommt der Sanker. Den kenn ich nicht. Na, der Sanitätswagen. Ja, was will denn der bei uns? Der will nichts, der bringt was. Da schaut's aus. Gerade hilft uns der Susel vom Auto raus. Ach, Gott sei Dank, weil's bloß wieder daheim ist. Jetzt könnten Sie gleich mit dem Sanker zurückfahren. So im Pendelverkehr, da kommt es am billigsten. Glaubt, die fahren schon wieder ab, die warten gar nicht auf mich. Sie, an Ihrer Stelle hätte ich mir den Magen auspumpen lassen. Warum? Ja, vielleicht sind sie vergiftet worden und wissen gar nichts davon. Grüß euch. Ja, Mama, bist du schon wieder da? Gott sei Dank. Und was ist das für eine Volksversammlung? Ja, das wirst du noch früh genug erfahren. Du und dein Papa, ihr macht sehr saubere Sachen. Na, schauen wir mal, ich lebe und das ist doch die Hauptsache. Ja. Aber du, wer ist denn die Frau da? Geht's dir nicht gut? Die schaut ja so blass aus. Haben Sie auch einen Unfall gehabt? Ja, so kann man auch sagen. Nur ganz steif. Mein Kreuz tut mir weh. Wenn ich bloß wüsste, was mit meinem Kreuz passiert ist. Boah, das renkt sich schon wieder rein. Kommen Sie für Sie ins Bad. Kalte Umschläge werden Ihnen gut tun. Du, was ist denn das für ein Besuch? Ja, um die brauchst du nicht kümmern. Die wird bald wieder verschwunden sein. Du, Mama, was hast du denn? Nur habe ich von deinem Papa. Was? Auf der Stelle räume ich unser Schlafzimmer um. Könnt's mir gleich helfen dabei? Warten, Lina, ich helfe dir. Die Werner, hilf mir, ich muss zur Mama rauf. Allein schaff ich's noch nicht. Ja, komm. Gustl, komm, die Luft ist rein. Ist die Deine doch nicht da? Ist wahrscheinlich in der Kirche, aber der Transport wird doch nicht so lang dauern. Nein. Wo ist denn dein Auto stehen? Hinterm Haus. Das ist gut. Ja. Dann tragen wir die Carla durch den Saustall hinaus. Ja, da ist sieht recht. uns kein Mensch. Ja, was ist? Bringst den abbrochenen Schlüssel raus? Du, da ist ja gar keiner mehr drin. Gibt's ja nicht. Der Schrank geht ja auf. Was? Der ist ja leer. Die ist ja gar nicht mehr drin. Au! Nicht mehr drin? Nein. Ja, um Gottes Willen. Ja, sag einmal, wo ist denn die Carla? Suchst du vielleicht mich? Da ist ja. Geh, da schaust. Ja, da schau ich. Der Schrank ist leer. Eine ganze Nacht bin ich da drin gelegen. Verstecken hast mich wollen vor deiner Frau. Du hinterkünftiger Strohwitwer. Du picker Mistling. Jetzt ist das Volkstribunal benannt. So hast du mich also angelogen. Hinters Licht hast du mich geführt. Mein Vertrauen hast du Lina, ausgenutzt. lass dir doch sagen. Glaub dir kein Wort mehr. Da steht sie, mit der du mich betrogen hast. Sechsteufel! Geh! Ui, der Papa hat eine Freundin. Mensch, Papa, du bist doch richtig modern. Blädi, Kurblädi. So, und jetzt naus alle miteinander. Die Sache geht nur uns drei was an. Wir brauchen keine Zeugen beim Gockelrupfen. Also, kommt's. Wir machen die Arena frei. Jetzt muss er federn lassen. Mein Schwiegerpapa. Gib's ihm nur richtig, dem hühnernarrischen Mistgockel. Geh weiter. Gut. Bleib da. Bitte verlass mich nicht in dieser schweren Stunde. Nein, mein lieber Freund, jetzt kann ich dir nicht mehr helfen. Bei dir ist Hopfen und Malz verloren. Du stehst zwischen zwei Feuern, da kann ich nicht mehr löschen. Friede deiner Asche. Lena, schau, das musst du doch verstehen. Ein jedermann im zweiten Saft, der hat... Im zweiten Saft, dass er nicht lacht.
noch. Mei, mir hat halt die Carla gut gefallen, ich geb's ja ehrlich zu. Und ich vielleicht nimmer. Und ob, du bist doch mein Erzengel. Und ich? Mein Sündenfall. Och, ich geb dir gleich einen Sündenfall. Halt! Mein Mann hau ich mir selber. Geh zu. Geh. Jetzt hat's mir doch wieder gut, alle zwei. Was hab ich denn schon verbrochen? Fragst du noch? Nein, nix für ungut, Lena. Schau mal, denkt, einmal ist kein Mal. Was heißt da, einmal ist kein Mal? Ja, no, die Nacht von Santorini, wo ich auf der Galaxie in deiner Kabine geschlafen hab. Rita? Nur nicht aufregen, Frau Bachwieser. Die Sache ist viel harmloser, als Sie glauben. So, da bin ich aber neugierig. Ihr Mann hat nur in meiner Kabine geschlafen, weil er im Rausch nicht mehr transportfähig war. Er ist in meinem Bett gelegen und ich in seinem. Wir haben bloß die Kabinen gewechselt. Das ist alles. Mehr ist nicht gewesen zwischen uns. In der Nacht von Santorini. Das war alles? Na dann gibt's ja gar keinen Sündenfall. Bestimmt nicht. Da hörst du es, Lena. Bin dir niemals untreu gewesen. Ich rümpfe dich. Also, am Schiff war nichts los. Gar nichts. Und was hast du gestern vorgehabt? Meine Lena, frag nicht mehr lang. Schau, das habe ich doch schon alles abgebüßt. Du, das war für mich das reinste Fegefeuer. Nicht? Mein, schau, meine Seele ist jetzt wieder rein und makellos. Gell? Darf ich ja wieder zu dir ins Himmel, bitte? Na, freu dich nur nicht zu früh, du kriegst schon noch deine Strafe. Ja, das finde ich auch. Strafe muss sein. Du Giftmischer. Geh, Carla, das war doch der Gustl, das mit dem Gift. So? Und von heute ab lasse ich dich nie mehr allein in Urlaub fahren. Ich fahr immer mit. Ich danke dir. Und das nächste Mal kreuzen wir gemeinsam durchs Mittelmeer, gell? Ich zieh nicht aus deiner Kabine aus. Verlass dich drauf. Die Nacht von Santorini, die erlebst du mit mir.